Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischkurden. Jetzt Kasperl. Ja. Heute war ein Tag. Schon lange nicht mehr so auf dem Feierabend gefeiert. Ja, euer Kasper hat sich heute fertig gemacht, um zur Malochene zu gehen. Und hat dabei festgestellt, dass beim Ranger gerade ein Streamen lief. Vom lieben Reini. Und dementsprechend die letzten paar Minuten habe ich schon mitgekriegt davon. Aber das ganze Ding, wir schauen uns hier beim Spiegel dort, ich verlinke es euch unten, ist fast eine Dreiviertelstunde lang, also dementsprechend gibt es noch viel aufzuarbeiten. Ich muss auch gestehen, ich war ein klein bisschen böse. Ich habe mir natürlich im Discord schon die eine oder andere Info ergaunert. Aber freilich wollen wir uns das im O-Ton geben. Und dementsprechend, da die sagen, legt die Füße hoch, reißt euch eine halbe auf. Das wird lustig. Und damit gehen wir einer in Rainer. So. Ich hoffe, jetzt funktioniert es besser. Ein Rainer funktioniert nicht besser. Im Übrigen, man kennt es, übliche Wingel, Tonqualität. Ich habe das schon raufgedreht wie ein Gasnarischer. Ich krieg's nicht viel besser hin. Ich streame jetzt einfach über das mobile Internet vom Tablet. Ja, Rainer, dafür hast du doch dein mobiles Internet aufrüsten lassen, hast du doch gesagt. Hm? Dafür war es doch gedacht. Da brauche ich mir dann kann ich mir den Hotspot sparen. Auch wenn es vollkommen wurscht ist, ob du über einen Hotspot am Streamen bist oder über mobiles Internet, was halt die bessere Connection hergibt, würde ich sagen, oder? Ja, macht das Sinn? Ah. So. Also gut, Leute, jetzt passt auf Folgendes. Aufpasse! Du bist sehr leise. Ja, das lässt sich leider gerade nicht ändern. Tut mir leid, Du könntest auch einfach ein bisschen lauter sprechen. Oder dir ein Headset holen. Oder irgendwas. Aber lässt sich nicht ändern, bitte trotzdem Barren rausschmeißen. Fängt schon mal gut an. Eben lauter machen. Also zu dem Thema, was ich euch heute ansprechen wollte. Ich finde das eine riesen Schweinerei, wie sich die Leute schon wieder verhalten. Man merkt, er ist matt. Die Situation in diesem letzten Hotel, wo er dann den Ranger zurückgelassen hat, hängt ihm in den Knochen. Jetzt kommt der übliche Scheiß. Also hier, die Raider sind unmöglich, wie die sich hier bla 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 hier aufführen, Pizza bestellen. Ladi. Abgesehen davon, dass es sowieso immer dämlich war, ständig irgendwelche Leute in dieses sogenannte Drachengame mit hereinzuziehen, ist es noch viel unverschämter und viel asozialer, was in den letzten 6 Wochen bis 8 Wochen abgegangen ist. Mal von meiner Freundin ganz abgesehen, beziehungsweise von meiner Verlobten, ist dieser ganze andere Scheiß drumherum total die Schweinerei. Ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Also 2 Minuten in und er weiß schon jetzt nicht, was er dazu sagen soll, aber er sagt noch 41 weitere Minuten was dazu. Im Prinzip verstehe ich nicht, warum man sich nicht einfach vernünftig wie ein erwachsener Mensch verhalten kann. Ja, Rainer, das verstehen wir auch nicht. Rainer, das verstehen wir bei dir schon ganz lange nicht mehr. Ja, wie du dich mit 32 Jahren nicht vernünftig wie erwachsener Mensch verhalten kannst. Da bin ich bei dir. Aber das
kannst da bloß du beantworten. Nein, man muss ständig irgendwelche Leute in die Pfanne hauen. Zumal man dann auch gleich hergehen muss und ständig irgendwelche Sachen erfinden muss. Er redet jetzt schon von sich, oder? Also Leute versuchen in die Pfanne zu hauen, dauernd irgendwas erfinden, was es nicht wirklich gibt. Das hört sich für mich alles schon sehr, sehr nach Reini an. Ich habe heute was gelesen. Das bezweifle ich, Rainer. Da hat angeblich jemand veröffentlicht, und ganz ehrlich, wer so blöd ist, diesen Quatsch wirklich zu glauben, dem ist echt nicht mehr zu helfen. Da wurde unter anderem gesagt, dass ich in dem Hotel angerufen hätte, in welchem Hotel war gar nicht dabei gestanden, glaube ich, dass ich in dem Hotel angerufen habe und gefragt habe, ob die einen Aufbackgrill in den Zimmern haben, weil ich angeblich mit 5 Kilo Ofenkäse anreise. Oder da hat halt irgendjemand einen Trollpost irgendwohin. Das nimmt er jetzt nicht wirklich ernst, oder? Das nimmt er jetzt nicht wirklich ernst. Da hat irgendeiner einen Trollpost mit dem ewigen Brenner, dem Ofenkäse, irgendwo hin verfasst. Und Rainer liest es und denkt sich, ja, so ein Schmarrn, wer sowas glaubt, der muss ja richtig blöd sein. Ach, Reini. Ach, Reini. Also zwar ganz ehrlich, wie blöd kann man denn eigentlich sein, dass man sich an sowas aufhängt? Da hättest du Folgendes machen können. Ja, entweder vollkommen ignorieren, was offensichtlich Schmarren ist. Da hat sich halt irgendjemand eine lustige Geschichte ausdenkt und fertig. Oder du kannst das mit Humor nehmen. Aber jetzt hier total empört tun, so, wie wenn ich hier mit Ofenkäse rumfahren würde, das wäre ja dumm. Reini. Das ist ein guter Start. Mal abgesehen davon, dass der letzte Ofenkäse, den ich gegessen habe, irgendwann 2017 war. Das lässt ihn nicht los. Ist es doch total dämlich. Wer bitte reist denn mit 5 Kilo Ofenkäse? Außer er hat wirklich einen Dachschaden. Oh meine Fresse. Oh Gott. Oh, leck. Krampf im Kiefer vom Lachen. Er nimmt das echt ernst. Da werden Lügen über mich verbreitet, ich werde mit Ofenkäse rumreißen. Was für eine Frechheit. Und dann wird analysiert, warum das nicht stimmen kann. Gut, hierzu muss man den Hatern zugutehalten, dass sie ernsthaft glauben, ich hätte einen Dachschaden. Glauben, wissen, ja. Wobei sie das auch nur glauben, weil sie einen haben. By the way, es ist dir ein Dachschaden ist dir schon attestiert worden beim letzten Gerichtsprozess. No, also. Ich möchte jetzt hier nicht wieder provozieren. Definitiv Nein. Er will ja nie provozieren. nicht. Das ist nicht mein Ansinnen. Ansinnen. Schaut's euch an. Rainer Winkler, Doktor der Philosophie. Was ich hier nur sagen möchte ist, wer bitte glaubt denn so einen Schwachsinn? Rainer, niemand glaubt so einen Schwachsinn, aber das ist ja gerade der Witz da dran. Der hat wirklich nicht den geringsten Funken Humor in seinem korpulenten Korpus. Jetzt klinge ich schlau. Ich bin mittlerweile auch in einigen Hatergruppen unterwegs auf Telegram und anderen Webseiten. Rainer, warum machst du denn sowas? Er geht, ganz ehrlich, er ist in Hatergruppen auf Telegram unterwegs. Das kannst du dir nicht ausdenken. Wo ich mir jedes Mal, wenn ich da nur ich halte es da drin nicht länger als 5 Minuten aus.
weil deren Dummheit, und das kann man wirklich nicht anders sagen, ich will damit, wie gesagt, nicht provozieren, das ist nur meine Meinung. Die sind so dumm. Also ich will das nicht provozieren, aber so dumm. Aber richtige Idioten. Aber provozieren will ich jetzt nicht. Die Dummheit, die da teilweise praktiziert wird, die passt im Leben auf nichts drauf. Also, keine Ahnung. Da ist wieder der Sprichwortlord. Ja, die Dummheit passt auf nichts. Ich weiß nicht, wer es jetzt vor 2 Tagen mitgekriegt hat. Inzwischen bin ich ja schon wieder weitergereist. Weil mehr als 2, 3 Tage irgendwo bleiben kann ich aufgrund der Hater nie. Nein, kannst du aufgrund dessen nicht, weil du bist. Heute Abend wird es auch von hier aus weitergehen. Es ist jetzt so, dass plötzlich dieses Kolpinghaus, wo ich gewesen bin, angegriffen wurde. So. Angegriffen. Es ist angegriffen worden. Das hört sich so an, wie wenn da die Hater mit Panzern und Kampfhubschraubern aufgelaufen wären. Ja, die haben dich da halt gefunden. Dann hat man dein Auto fotografiert, das kaputt gemeddelt ist. Wo ich auch gespannt bin, welche Lüge und du uns da jetzt auftischst, wie das passiert ist. Ich habe eine Theorie, aber und angegriffen worden. Heider Kiez. Mein Auto ist im Moment in Verwahrung aus Sicherheitsgründen. Aufgrund dessen, dass behauptet wurde im Netz, dass mein Auto angeblich Bremsleitungen durchgeschnitten wurden. Völliger Bullshit übrigens. Gott sei Dank. Leute, Gott sei Dank. Weil ihr habt das auch, das Gerücht gehört mit den durchgeschnittenen Bremsleitungen. Ganz ehrlich, wenn das wahr gewesen wäre, dann wäre ich vom Glauben abgefallen. Also ist Drachengame hin oder her. Aber wenn irgendjemand dem die Bremsleitungen durchgeschnitten hätte, dann hätte den höchstpersönlich, also wow. Das geht überhaupt nicht. Das ist eine Grenze, die weit überschritten, weit überschritten. Bin sehr froh, dass das nicht der Wahrheit entsprochen hat. Ganz ehrlich. Das wäre die Krönung der des asozialen Verhaltens. Ganz ehrlich, wer sowas macht, ist schlimmer als Rainer. Dann wurde behauptet, und das hat auch tatsächlich gestimmt, dass jemand einen Funksender an mein Auto gehängt hat. Okay. Hatte er allerdings vor Ort gemacht. Das bedeutet, das Auto hat sich keinen Millimeter bewegt mit diesem Funksender. Der wurde auch, bevor es sich bewegt hat oder bewegt wurde, wurde der auch erkannt. Okay, das ist heftig, aber sagen wir mal, dabei kommt ja wenigstens keiner zu Schaden. Ich weiß, dass das illegal ist. Also auch da, Leute, macht es euch nicht unglücklich. Illegale Aktionen, auch wenn es gegen ihn geht, sind halt illegal und schneller als einem lieb ist, steht sowas mal in einem Führungszeugnis und das ist überhaupt nicht gut für den Lebenslauf. Bleiben lassen. Aber mich wundert es ganz ehrlich schon, dass nicht schon früher irgendjemand irgendeinen Sender an den Ranger geklebt hat. Und wird jetzt derzeit von der Polizei observiert und überprüft, ob er irgendwie zurück... Der Sender wird von der Polizei observiert. Und er wird untersucht. Observiert wäre, wenn sie ihn beobachten würden. Also liegt bei der Polizei auf dem Schreibtisch und ein Polizist ist den ganzen Tag abgestellt, dass er daneben sitzt und schaut, ob der Sender vielleicht irgendwas Illegales tut. Verfolgbar ist, denn ein Signal, was in eine Richtung geht, geht auch in eine andere Richtung. Weil irgendwie muss die Person, die den Empfänger angebracht hat, ja wissen, wo der Empfänger ist. Also wird ein Signal hin und her geschickt zwischen den ganzen. Sie hat den Sender angebracht und hat den Empfänger in der Hand, die Person. Wahrscheinlich geht das über eine App. Wenn die Person schlau ist, hat sie die App inzwischen deinstalliert. Es handelt sich dabei um eine Straftat. Autos oder generell Fahrzeuge oder andere Menschen mit etwas zu tracken, ist eine Straftat in Deutschland. Das ist illegal.
Dazu kommt die Aussage mit der angeblichen Bremsleitung, die Durchschnitt. Im Moment aber, das mit der Bremsleitung hast du doch gesagt, ist nicht wahr, ist Bullshit. Wenn das nicht passiert ist und ein reines Gerücht war, warum redest du jetzt dann wieder drüber? Wurde, hätte sich das bewahrheitet, wäre dem Ganzen extrem nachgegangen worden, denn dabei handelt es sich bereits um versuchte Tötung. Ja, die Ware war aber nicht. Das war ein Gerücht, das nicht der Realität entspricht. Also, was laberst du? Wenn was passiert wäre, wäre es sogar wirklich mit Tötungsabsicht und so weiter gewesen. Darauf stehen teilweise, glaube ich, sogar 10 Jahre Knast. Ja, da kannst du von Mord ausgehen und dann steht da lebenslang drauf. Es handelt sich dabei wirklich nicht mehr um irgendwelche Streiche, ja. Weder um die Sache mit der GPS-Box, noch um die Sache mit der Bremsleitung, bei der Gott sei Dank. Rainer, der Bremsleitung fehlt doch überhaupt nichts. Du tust jetzt gerade so, du hast selber gesagt, Alter, der macht mich schon wieder nett. Du hast doch selber jetzt gerade gesagt, dass das ein Gerücht ist und nicht der Wahrheit entspricht und dass keiner deine Bremsleitungen angelangt hat. Dann laber doch jetzt nicht darüber, ob das eine Straftat ist oder nicht und tu nicht so, als hätte das jemand gemacht. Klar, das würde jetzt deine mehr von den Hatern unterstreichen, die dich umbringen wollen. Aber es ist ja halt offensichtlich Bullshit, dann lass es doch jetzt gut sein. Wenn es niemals passiert ist, dann braucht man doch nicht darüber reden, oder? Nichts passiert ist. Dabei handelt es sich nicht mehr um irgendwelche Streiche. Dazu kommt, soweit ich das mitbekommen habe, haben ja Leute mein Auto auch von einem anderen Parkplatz aus fotografiert. Jetzt ist dieses allerdings ein Privatparkplatz und bedeutet, dass das eine Straftat und eine Ordnungswidrigkeit darstellt, auf diesen Parkplatz zu gehen, wenn man dazu nicht autorisiert ist. Und das sind die Hater nicht. Das heißt, die Hater haben jetzt an einem Tag wieder mehrere Straftaten begangen, weil sie mir... Er tut jetzt wirklich so, er hat jetzt hier in den Korb der in Anführungsstrichen Straftaten, die da begangen wurden, hat er jetzt dieses Ereignis, das niemals stattgefunden hat, mit den Bremsleitungen einfach so mit reingeworfen. So, oh, macht sie besser, schaut voller aus. Laber kein Scheiß. Ans Bein pissen wollen. Dazu kommt, dass sie wieder mal hunderte von Firmen in Mitleidenschaft gezogen haben. Oh, das ist wieder Anzeichen dafür, dass er Matt ist. Ja? Das ist, wenn aus dem I ein Ü wird. Ja? Dann Firmen. Emskirchen. Aber wir wissen alle, was jetzt kommt. Haben sie wieder 1000 Millionen Quadrilliarden 23 Pizzen bestellt. Die jetzt wieder mal Lebensmittel wegschmeißen mussten. Was ich wieder extrem asozial finde, denn Lebensmittel sind etwas Wertvolles, was wir in Deutschland jetzt zwar in Anführungszeichen zuhauf haben. Wir schmeißen in Deutschland sowieso zu viel Lebensmittel weg. Was aber dennoch eine riesige Scheiße darstellt, denn die... Ja, muss ich ihm geben. Also was er da sagt, ist richtig, auch wenn ich weiß, dass es ihm am Arsch vorbeigeht. Ja, er sagt halt jetzt, ja, hier Lebensmittelverschwendung ist zu verurteilen. Ja, ist sie. Aber er nimmt das halt jetzt wieder mal als Argument, um es vor sich zu halten. Eigentlich, wenn es nicht um ihn gehen würde, wäre ihm das geschmeidig scheißegal, ob da irgendwer irgendwas wegschmeißen muss oder irgendeinen Schaden hat. Die Hater haben hunderte von Pizzen bestellt, hunderte von Dönern und ich weiß nicht was noch alles. Also meine Info war, das war aus dem Bericht von den Ruhr-Nachrichten, glaube ich, waren 90 Pizzen. Also nicht 100 T, sondern 90. Lass dann danach vielleicht nochmal 10, 20 dazugekommen sein. Aber wir wissen, der Hauptschwall an Pizzen, der bestellt wird, kommt in die ersten paar Stunden, nachdem man ihn gefunden hat. Wie gesagt, das mit dem Pizza bestellen ist... Erstens hat sich's ausgelutscht. Zweitens, wie er sagt, da entsteht der Schaden für Dritte, die mit ihm nichts zu tun haben und die müssen dann Essen wegschmeißen und sowas. Man kann ihn anders nerven, ganz ehrlich. Man kann ihn anders nerven.
Aber es ist jetzt nichts so Dramatisches, dass ich sagen muss, okay, keine Ahnung, an die Wand mit den Leuten, wie es jetzt gewesen wäre, wenn tatsächlich jemand diese Bremsleitungen durchgeschnitten hätte. Aber auch hier wird wieder hunderte von Pizzen, wird wieder gnadenlos übertrieben. Wir waren halt, 90 ist zwar viel, aber zwischen 90 und 100 T ist halt schon nochmal ein kleiner, aber feiner Unterschied. Bei hunderten verschiedenen Lieferservice haben sie Sachen bestellt und haben hier mal wieder riesen Randale gemacht, was bedeutet, dass jetzt wieder irgendwelche unschuldigen Firmen darunter leiden müssen, dass die Hater einfach nicht gegen mich ankommen oder besser Langsam mit den wilden Pferden, Rainer. Die Hater nicht gegen mich ankommen, ist wieder eine Provokation. Du weißt, was passiert, wenn du sowas droppst. Ha? Du weißt, was passiert ist bei deinem tollen Video, wo du gesagt hast, hier die Hater, die können mir gar nichts und die sind so saublöd und die haben mal Kabel durchgeschnitten. Hier Breitbandkabel, das gar nicht benutzt wird, weil ihr Glasfaser habt, ladida. Du weißt, was passiert ist. Du stachelst die Leute mit solchen Aussagen, die kommen gegen mich nicht an, einfach weiter auf. Du weißt das. gesagt, dass sie gegen mich ankommen wollen oder sonst etwas. Mir ist natürlich vollkommen bewusst, dass die Hater derzeit komplett auf Drogen. By the way, wie konsequent er nicht über die Hater spricht, finde ich richtig gut. Entzug sind, was mich darstellt. Also ich bin die Droge, sie sind süchtig danach, mir ans Bein zu pissen oder was auch immer. Ist in meinen Augen etwas hart asozial, aber es hilft beim besten Willen nichts. Das ist auch wieder hohles Gelaber gerade. Er hat irgendwie versucht, eine Analogie aufzubauen mit Drogen und Sucht und so. Und das ist in meinen Augen, oh scheiße, wo habe ich eigentlich angefangen, wo die hin, hart asozial, hilft nichts. Letzten Endes bleibt dabei nur zu sagen, die Hater sollten sich vielleicht mal ein bisschen zusammenreißen und mal ein bisschen drüber nachdenken, was sie eigentlich tun. Ja, das solltest du vielleicht auch einmal machen. Wie wär's denn damit? Nachdenken, bevor man handelt. Ich glaube, ihnen ist nicht wirklich bewusst, dass sie hier Straftaten ohne Ende begehen. Wieder immer der Ding, Straftaten ohne Ende. Dann nimmt man sich ein anderes Kennzeichen. Weißt du, Schwein... Er liest jetzt Sachen aus dem Chat. Beim Ranger hatten wir den Chat mit dabei gehabt. Beim Spiegel dort nicht, aber er liest, glaube ich, die wichtigen Sachen. Schlau. Es wäre auch schön, wenn du nicht so einen Bullshit labern würdest. Wie lange hätte ich denn ein neues Kennzeichen? Sobald die Hater mich aus einem anderen Auto aussteigen sehen, und selbst wenn es nicht mehr mein eigenes ist, posten sie doch das Kennzeichen sofort überall. Das Kennzeichen ist innerhalb von Minuten irgendwo im Internet verteilt. Also Hansi, laber doch nicht so einen Schwachsinn. Naja, ich weiß ja nicht. Jetzt ist er schon sauber hergemettelt, also das kann man auch an den Dellen erkennen, den Ford Blue, aber mit einem anderen Kennzeichen wäre vielleicht. Aber wie wäre es eigentlich mit einem anderen Auto? Weißt? Einfach ein Auto, das ist ein silberner Passat. Bam. Mit einem neuen Kennzeichen. Findet dich kein Schwein mehr. Warum ist der Spiegel am Ranger kaputt? Der Spiegel am Ranger... Jetzt wird's interessant. Ihr habt die Bilder gesehen, ihr habt sie auch gesehen. Der Spiegel ist am Sack. An der A-Säule ist eine richtig fette Delle mit einer richtig fetten Schramme drin. Vorne am Radlauf ist auch noch was. Hier ist meine Theorie, wo ich das Bild gesehen habe, was da passiert ist. Also passiert sein könnte. Ja? Spekulatius, Vollgas. Aber ich glaube, dass der irgendwo links abgebogen ist und weil er keinen Hals hat, keinen Schulterblick mehr machen kann und dann hat der einen Radlfahrer übersehen und der Radlfahrer ist ihm da in die Seite reingerauscht. Das ist meine Theorie, weil so schaut's aus. Der
Ding, der Spiegel hat was abgekriegt. Es sind Schrammen drin, die definitiv von irgendwas Hartem kommen, entweder Metall oder... Ja? Wäre meine Theorie gewesen. Schauen, was Rainer dazu sagt. Ist kaputt seit Sonntag, ist es jetzt eine Woche. Da hatte einer von den Hatern mir den Spiegel abgetreten. Oder ich weiß nicht, ob es einer von den Hatern war, denn es ist bisher nichts davon veröffentlicht worden. Das war an einem Rastplatz. Da habe ich das Auto abgestellt, bin mit meiner Frau zum Kaffee holen gegangen. Meine Frau war auf dem Klo, ich bin schon früher zurückgekommen und sehe nur noch, wie jemand den Fuß von meinem Spiegel wegzieht. Und ich habe dann aufgeschrien, der ist dann weggerannt. Und als ich am Auto angekommen bin, habe ich gesehen, dass jemand den Spiegel abgetreten hat oder versucht hat abzutreten. Wir fahren wieder mit dem Lily Train nach Bullshit Town, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie haben Ihre Tickets gelöst. Der Schaffner ist gut drauf. Im Bordbistro gibt's Ofenkäse. Leck mich am... Ich glaub ihm kein Wort. Punkt Nummer 1. Hätte ein Hater das da abgetreten, dann hätten wir davon erfahren. Am selben Tag. Entweder über denjenigen, der es abgetreten und dabei gefilmt hätte, oder über ihn, der ausgerastet wäre und sofort online gegangen, ja, ein Auto an. Wir wissen alle, wie der ausgerastet ist, wo jemand Eier auf sein Auto geworfen hat. Ich möchte nicht wissen, was los gewesen wäre, wenn da tatsächlich einer das Ding abgetreten hätte. Ja? Und auch hier würde er das nicht so ruhig erzählen, wenn das tatsächlich so passiert wäre. Der wird hier drin, dann wird er sich in die Situation wieder zurückversetzen und wird rumbrüllen. Das ist ein Kack, verfickten Scheiß, Dreckshater, Arschlöcher, Hurensöhne, kann man nicht anders sagen. Irgend sowas würde der rausmetteln. Nie im Leben würde er das so ruhig jetzt vortragen. Auch aus meinem Lügenanalyse-Video wieder. Er ist auch wieder sehr, sehr, sehr überspezifisch. Ja, also da hat ein Hater hat das abgetreten, beziehungsweise ich weiß ja nicht, ob es ein Hater war, aber wir waren dann da auf einem Rastplatz und haben uns dann einen Kaffee geholt und meine Freundin war noch auf dem Klo. Das sind diese typischen, viel zu erdichteten Lügen. Es war ein trüber Novembermorgen. Die Sonne ist gerade über die Bergwipfel aufgegangen und hat den Schleier des Nebels aus dem Tal verscheucht. Lauter Scheiße. Bullshit, 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 Bullshit. Der hat das selber weggemeddelt durch eigene Schuld. 100%ig. Und ich glaube ihm kein Wort. Da der Rancher recht stabil ist, hat er es nur geschafft, ihn zu beschädigen. Ja, genau. Noch dazu die Kratzer, wo ich vorhin gesagt habe, hier an der A-Säule. Die kriegst du mit einem normalen Schuh nicht hin. Ja, also wenn der Hater da nicht Betonschuhe angehabt hätte, keine Chance. Noch dazu wäre dem hinternach ohne Ende ist auf dem Rastplatz, der hätte zumindest, meine Rastplätze sind nicht unendlich groß und am Ende ist die Autobahn, also den hätte er verfolgt. Dann hätte er zumindest gesehen, was für Auto einsteigt, dann hätte er dann jetzt schon gesagt, gerne ihr das Kennzeichen und so und Anzeige erstattet und bla 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 und er hätte das auch sofort am selben Tag noch rausgemeldet. Das ist alles gelogen, das ist alles gelogen. 100%ig, da wird die alles drauf. Aber das ist trotzdem schon auch wieder eine Straftat eigentlich, was man dazu sagen muss. Es gibt wirklich 3 Sachen auf der Welt, an die man eigentlich keine Hand legt. Ah, jetzt kommt die alte Geschichte wieder. Die hat er jetzt schon lange nicht mehr gebracht. Das ist so dieser chauvinistische Stammtisch-Talk. Ja, 3 Sachen gibt's von einem Mann, wo ein anderer Mann niemals die Hand hinlegt. Und sein Weibeiz und sein Werkzeug und sein Auto, ladida. Wie ein Bauer. Legt von einem anderen Mann. Das ist einmal seine Frau, einmal sein Fahrzeug und einmal sein Werkzeug. Das sind die 3 Dinge, an die man niemals die Hand eines anderen Mannes legt. Aber hey, wie er mit seiner Stammtischphilosophie wiederkommt. Ich kann es nicht mehr hören. gut,
Was soll man dazu sagen? Das war ja kein Mann, das war ein Kleinkind. Ja, und zwar du. Oder hast vielleicht ein Kleinkind überfahren, das kann natürlich auch sein. Ja, also wie gesagt, ich möchte hier nochmal deutlich darauf hinweisen. Die Hater behaupten, ich bin extrem asozial. Ist das richtig, Rainer? Sie stellen mich als einen Verbrecher dar. Du bist Verbrecher, Rainer. Rainer, du bist vorbestraft. Du bist ein verurteilter Verbrecher. Bloß weil du nicht ins Gefängnis gegangen bist, heißt es nicht, dass du kein Verbrecher bist. Wer auf Bewährung verurteilt wird, ist vorbestraft und ist ein verurteilter Verbrecher. Punkt. Sie stellen mich als Bewährungsversager dar. Du bist ein Bewährungsversager. Du hast deine Bewährung versagt. Du hast Auflagen für deine Bewährung bekommen, keine weiteren Straftaten mehr begehen, ein Anti-Aggressionstraining machen und hier Sozialstunden ableisten, und das hast du alles nicht getan. Du bist ein Bewährungsversager, laut Definition des Wortes. Sie stellen mich als einen Menschen dar, der Nee, das eher nicht. es gewürdigt ist, abgeschlachtet zu werden. Nein, 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 nein. Wenn er jetzt mit seinem angeblichen Ding wiederkommt, vom Stream vom Verhandlungstag, was jedes Mal hanebüchener und schlimmer wird. Jedes Mal, wenn er mit dem kommt, ja, hier, ja, das ist hier wortwörtlich so gesagt worden. Am Anfang war es noch so, ja, hier, der ist jetzt zum Ding freigegeben worden, und dann es ist immer, wenn das jetzt wiederkommt, dann hast du mich hier liegen. Mit den eigenen Worten der Hater nach der Gerichtsverhandlung, als ich die Bewährung bekommen habe, wurde wörtlich von den Hatern kommuniziert, der Winkler will heute Nacht sterben. Nein! Oh. Ruhig, 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 ruhig. Der Winkler wird heute Nacht... Nein, niemand hat das gesagt, Rainer. Niemand. Niemand. Es hat jemand gesagt, oh Gott, ich glaube, jetzt hat er Rainers Todesurteil unterschrieben, weil die Person genau gewusst hat, dass es jetzt zu einer Eskalation kommen wird. Es hat niemand dir mit dem Tod gedroht und es hat niemand dazu aufgerufen, dich umzubringen, ja, sondern es hat jemand gesagt, jetzt eskaliert's, und vor allem wahrscheinlich mit dem Gedanken im Hinterkopf, wenn es auf der Autobahn oder sowas eskaliert, gibt es Tote. Das war... Niemand hat dazu aufgerufen, ihn umzubringen, und niemand hat gesagt, hier, heute Nacht stirbst. Niemand. Das haben Hater nach der Verhandlung direkt gesagt im Livestream. Nein, haben sie nicht. Und ja, dazu kommt dann noch die Aussage von den Hatern im Laufe der letzten Jahre, wo sie wirklich über meinen Zaun geklettert sind. Die Aussage, wo sie über meinen Zaun geklettert sind. Man merkt, sein Kopf ist noch nicht irgendwie, der verarbeitet noch die Lüge von gerade eben. Und dementsprechend weiß er noch nicht, was er... Die Aussage, wo sie über meinen Zaun... Das macht keinen Sinn. Mich angegriffen haben. Jetzt aktuell sieht man, wie sie auf irgendwelche Firmen losgehen. Dieses Hotel, in dem ich war, da haben sie jetzt auch schon wieder mehrfach angegriffen, obwohl ich da schon seit 2 Tagen jetzt schon nicht mehr bin. Greifen sie das auch schon wieder an. Es angreifen ist so... Da tropft der Pathos wieder raus. Putin hat die Ukraine angegriffen. Die Hater greifen überhaupt niemanden an. Die bestellen da Pizza hin. Da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das gut ist oder nicht. Aber es hat mit Angreifen nichts zu tun. Dann greifen sie mein Auto an, sie greifen meine... Rainer, dein Auto hast du selber kaputt gemeddelt. Rainer, dein Auto hast du selber kaputt gemeddelt. Jeder Schaden, und ich wette was, der Seitenschaden mit dem Ding, wie gesagt, mit dem Spiegel, geht auch auf deinen Deckel. Jeder Schaden daran hast du selber verursacht. Du bist aus der Tiefgarage rausgemeddelt und hast den hinteren Radlauf kaputt gemacht. Vielleicht war das auch an einer anderen Tiefgarage, wo du jetzt den Spiegel noch abgefahren hast. Du bist hinten gegen diese Parkbank gemeddelt. Das hast du auch selber gemacht. Jeder Schaden an diesem Auto in den letzten 4 Monaten
geht auf deinen Deckel. Frau an, sie greifen Menschen an, Niemand greift deine Frau an. mit denen ich nicht mehr was zu tun habe, wie den Wirt oder den Hotelier des Gasthauses, in dem ich war. Sie greifen Menschen an, mit denen ich überhaupt nichts zu tun habe, die ich überhaupt nicht kenne oder die ich vielleicht nur durch Zufall kennengelernt habe und so weiter und so fort. Und genau das ist es, was mich seit Jahren, seit Jahrzehnten oder fast einem Jahrzehnt an den Hatern aufregt. Es ist nicht ihr dummes Gelaber, es ist nicht das dumme Gemiste und den Scheiß, den sie bauen, sondern es ist einfach die Tatsache, dass sie hergehen und einfach ohne Gnade alles niederreißen, was sie glauben, das mit mir zu tun hat. Ja, das ist wieder... Andere Leute sind dir scheißegal. Du nimmst das jetzt auch wieder... Das ist wie mit der Lebensmittelverschwendungsgeschichte. Der Hotelier geht dir geschmeidig am Arsch vorbei, ganz ehrlich. Laber nicht. Dass sie damit Hunderte und Aberhunderte Menschen von Unschuldigen immer wieder mit hineinziehen. Das ist ihnen entweder nicht bewusst oder sie gehen dieses ganze... Und im Übrigen, hier, deine Freundin hast du selber mit reingezogen. Risiko belegten in Kauf. Gut. So viel nochmal dazu. Hater behaupten, ich sei ein Bewährungsversager. Das stimmt auch, Rainer. Der Mann hat immer noch nicht begriffen, was das Wort Bewährungsversager bedeutet und dass das ein juristisch geltender Begriff ist für Menschen wie ihn, die ihre Bewährung versagt haben. Das checkt er nicht. Mich macht es wütend, dass er es einfach nicht begreift. Labern das und labern dies und labern jenes. Ich bin ein Verbrecher, ja. Ich habe jemanden oder ich habe mehrere Menschen verletzt. Das habe ich aber getan in der Situation, dass ich mich... Nein, du hast sie... Ich habe mir nur verteidigt. Diese alte Story. Nein, hast du nicht. Weil wenn du dich verteidigt hättest, dann hätte der Notwehrparagraf gegriffen und dann wärst du nicht verurteilt worden. Punkt. Ja? Verteidigen musste. Und ich habe das getan, weil ich keine andere Wahl habe. Doch! Ach ja. Du hast ein Haus gehabt. Du hast die meisten Sachen, wo du Leuten gegenüber handgreiflich geworden bist, die meisten, waren außerhalb von deinem Grundstück. Die standen vor dem Tor, die standen auf der Straße, da hast du Sachen rausgeschmissen, rausgemeddelt. Hier. Laber nicht. Du hättest einfach drinnen bleiben können. Und die Bullen nur dann rufen, wenn tatsächlich hier Turn-Up ist. Und ich habe es getan, weil Menschen mich angegriffen haben oder in der Situation waren, dass ich mich angegriffen gefühlt habe. Auch das ist Bullshit. Dass du dich angegriffen gefühlt hast, da gibt es rechtliche Definitionen. Einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff. Ja, so steht es im Gesetz. Nicht einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff, den ich mir erfühlt habe. Ich kann ja auch nicht wild durch die Fußgängerzone gehen und irgendwelche Leute aufs Maul hauen und dann sagen, boah, tut mir leid, ich habe mich angegriffen gefühlt. Kann man nichts machen. Ja? Alter. Und keine andere Wahl hatte. Doch. Egal in welcher Situation es letzten Endes der Fall war. Letzten Endes. Gleichzeitig im selben Atemzug sind es genau dieselben Menschen, die mich verletzt haben. Ich am ganzen Körper inzwischen Narben trage. Mein ganzes Haus, Rainer, viele von diesen Narben hast du dir selber zu verdanken. Den Zahn hast du dir selber mit dem Stock rausgemeddelt. Die Kratzer, die du am Arm hattest, die hast du dir geholt, weil du dein Tor mit Stacheldraht verstärkt hast und zu dämlich warst, da nicht selber hängen zu bleiben an dem scheiß Stacheldraht. Die allermeisten Sachen hast du dir selber zuzuschreiben. Mein ganzes Grundstück, mein ganzes Dorf, Du hast kein Grundstück mehr. Ganzes Leben zerstört haben. Und zwar nur, weil ich Aussagen getroffen habe, die sie nicht teilen. Rainer, dass du kein Grundstück mehr hast, ist deine Schuld. Dein Leben zerstört hast auch du. Der allergrößte Hater, der dir am meisten Schaden zugefügt hat in den letzten 10 Jahren, der bist du. Aber mit Abstand. Die sie auch nicht teilen müssen. Und jeder jederzeit ausschalten kann. Ich werde seit Rechts oben ist der X-Button. Jahren von diesen Menschen massakriert. Seit Jahren mit Massakriert wird er, Alter.
diesen Menschen angegriffen. Und dann heißt es letzten Endes, ich bin schuld daran, dass diese Menschen so sind, wie sie sind. Nein, es heißt, du bist schuld daran, dass die überhaupt bei dir sind. Du warst schuld daran, dass die überhaupt nach Altschauerberg gekommen sind. Keiner von denen hätte in seinem ganzen Leben auch nur das Wort Altschauerberg jemals gehört, wenn es dich nicht gegeben hätte. Du bist schuld, dass die gekommen sind, du bist schuld, dass sie nicht wieder gegangen sind und du bist schuld daran, dass es eskaliert ist. Du bist derjenige, Rainer. Du warst auch immer derjenige. Weil ich sie provoziere. Dabei sage ich lediglich meine Meinung. Ja, wir hatten es vorhin schon wieder. Die Scheißhater sind so dumm und unglaublich und bla 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 und wie dumm sie doch sind. Habe ich damals getan, tue ich heute noch. Ja, solltest du vielleicht mal aufhören, weil das ist mit die einzige Konstante da drin. Und meine Meinung ist demnach immer provozierend. Richtig, Rainer. Das ist sie. Ich habe das im letzten Video schon mal gesagt, aber das vorletzte Video. Deine Meinung ist im besten Fall irrelevant, im Normalfall provozierend und in einigen Fällen widerlich und menschenverachtend. Das wird von den Medien so aufgegriffen, das wird von den Hatern so aufgegriffen. Weil lass die Medien in Ruhe, Alter. Die sind die einzigen, die noch irgendwo, ja, die einfach oberflächlich ein bisschen drüber gehen und nicht so weiter in die Tiefe, weil sie sich denken, hier, die Story vom armen Cybermobbing-Opfer, die verkauft sich besser. Hier so Leute wie der Leifels und der Lobo, ne? Die stehen noch mehr auf deiner Seite. Obwohl du dem Leifels damals die Prügel angedroht hast, als er gekommen ist. Das ist auch geil. Und es wird von vielen Leuten, die keine Ahnung haben, dazu gesetzt. Lasst mich mit einem Gerücht aufräumen. Ja, ich habe derzeit keinen Führerschein mehr. Woo! Oh, nice! Und das gibt er zu? Ich habe das schon... Ich habe jetzt darauf gewartet, weil ich habe es ja schon mitbekommen im Discord, aber dass er das jetzt zugibt. Denn auch hier läuft im Prinzip die systematische Zerstörung eines Menschen. Systematische Zerstörung, die ist sein neuer Lieblingssatz. Und wetten, dass die Hater wieder dran schuld sind, dass er jetzt keinen Lappen mehr hat. Mir haben sie einen Lappen zwickt wegen die Hater. 100%ig. Nachdem ich mein Haus verkauft habe und mir den Ranger geholt habe, Was dumm war? noch bevor ich ihn zu Hause stehen hatte, aber schon gekauft hatte, bekam ich einen Brief von Landratsamt, in dem stand vom Verkehrsministerium, dass ich eine MPU anfordern müsse. Beziehungsweise, dass die angefordert wurde und dass ich eine machen müsste. Okay, Rainer? Also habe ich ich weiß nicht, warum die MPU kommt. Aber erstens finde ich es richtig und wichtig, dass er eine machen muss. Ja? Und ich bin wirklich sehr gespannt, weswegen er die machen muss. hingeschrieben und habe gesagt, dass ich die mache. Dann habe ich mir jemanden gesucht, habe das alles mitgeteilt. Das wurde aber anscheinend irgendwie, ging das nicht weiter. Und letzten Endes wurde aber an mich kommuniziert. Er labert gerade wieder. Sorry, ich muss kurz mal zurückspulen. Er labert gerade wer, ich check's gerade nicht. Gesucht, habe das alles mitgeteilt, hingeschrieben und wurde und dass ich eine machen müsste. Also hier ist Verkehrsministerium, keine Ahnung, hat ihm geschrieben, er muss eine MPU machen. Gut. Habe ich hingeschrieben und habe gesagt, dass ich die mache. Dann habe ich mir jemanden gesucht, habe das alles mitgeteilt. Das wurde aber... Das ist wieder wer. Ich habe da hingeschrieben und gesagt, dass ich die mache. Dann habe ich mir jemanden gesucht. Keine Ahnung. Anscheinend irgendwie ging das nicht weiter. Und letzten Endes wurde aber an... Letzten Endes. Hatte ich nicht. Irgendwer hatte das gesagt, der mit ihm Kontakt hatte im Oktober. Habe ich heute was im Discord gelesen. Dass er da schon wusste, dass ihm eine MPU ins Haus steht. Sprich.
wäre doppelt dumm, sich dann noch den Ranger gekauft zu haben. Deswegen hat er es wahrscheinlich auch betont, da habe ich den Ranger schon gekauft, aber er stand noch nicht auf dem Hof. Also laut meiner Information hat der im Oktober schon die Bescheinigung bekommen, dass er diese MPU zu machen hat. Und dann wird er sich wahrscheinlich gedacht haben, ist Problem von Zukunftsrainer und da kümmern wir uns dann nicht mehr drum, sondern weil ich habe jetzt meine Hütte verkauft und dafür kaufen wir jetzt erstmal ihren Ford Ranger. Mich kommuniziert, dass das in Ordnung ist, wenn ich die MPU nach der Verhandlung nach der Verhandlung mache. Bullshit. I call Bullshit. Es ist, was hat denn da das? Hä? Die Behörde, die sich mit dir in Verbindung setzt wegen dieser MPU, die hat auch mit der Verhandlung nichts zu tun. Da wird es eine ganz stinknormale Frist gegeben haben. Da heißt dann wahrscheinlich, keine Ahnung, sie müssen die vorlegen innerhalb der nächsten so und so viele Monate. Und das hat er halt nicht gemacht. Also ich kann es mir gut vorstellen, dass wenn das im Oktober war, dass dann geheißen hat, bis in einem halben Jahr muss diese MPU gemacht werden. Und er hat sich gedacht, ja, also dann bis nach dem Berufungsprozess. Und das hat er halt einfach nicht gemacht, weil Problem von Zukunftsrainer. Und bloß weil die ihm dann wahrscheinlich nicht nur 5 Briefe hinterhergeschrieben haben, so im Übrigen, Herr Winkler, Sie müssen das tatsächlich machen, hat er sich gedacht, ja, dann wird es schon passen. Jetzt zuletzt war im April oder wann war die? Oder im März. Nach dieser Verhandlung. Also er weiß nicht mal, wann seine Verhandlung war, das ist unfassbar. Könne ich die MPU machen und dann müsse ich, wenn die MPU zu meinem Nachteil ausfallen würde, meinen Die fällt hundertprozentig zu deinem Nachteil aus, weil du hageldumm bist. Schein nachmachen. Oder halt könnte ich ihn erst wieder beantragen. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Denn mir wurde kurz vor der Verhandlung gesagt, dass das bereits rechtskräftig ist, obwohl es eigentlich mir gegenüber geäußert wurde, dass ich bis nach der Verhandlung... Es wurde mir gegenüber kommuniziert, es wurde mir gegenüber geäußert, das sind wieder alles Lügen, Scheiße. Entweder du hast es schriftlich gekriegt, dann hättest du das jetzt eingeblendet und hättest gesagt, nee, ich habe hier den Brief, wo dort steht, dass ich bis zum so und so vielten Zeit habe. Oder es ist gelogen, was du gerade sagst. Weil diese Behörden, so nervig sie sind mit ihrer Bürokratie-Scheiße, keine dieser Behörden sagt, im Übrigen, wir haben es jetzt anders überlegt, spontan. Wir haben ja vorher zwar mündlich zugesichert, aber jetzt machen wir es halt doch so, dass ein Lappen Gleitzwickt kriegen. Nein, das läuft so nicht. Da kennen wir den Teufelskuch sonst damit. Die haben dir einen Bescheid geschickt und haben gesagt, Herr Winkler, MPU bis dann und dann, ansonsten Lappen weg. Und du hast da denkt, ich kaufe mir jetzt erst einmal einen Ford Ranger, hast das Ding in die Tonne gemeddelt und hast dich deines Lebens gefreut. Problem für Zukunftsrainer. Und dann ist irgendwann gekommen, Herr Winkler, Sie sind dem nicht nachgekommen, deswegen ist jetzt der Lappen gezwickt. Und jetzt sagst du, ja, warum? Verhandlung Zeit hätte, das alles einzureichen. Und hier ist es die deutlich systematische Zerstörung eines Menschen. Schon wieder die deutlich systematische Zerstörung des Menschen, die dritte. Und das ist wieder Bullshit, weil die da von der Behörde sind nicht alles Hater. Ich habe mein Haus verkauft. Was ist denn das? Was ist denn das für eine Behörde? Straßenverkehrs? Habe ich kein IQ drin. Habe inzwischen keinerlei Kontaktmöglichkeit mehr zu der Gemeinde, in der ich Was hast du gesagt? Und hier ist es die deutlich systematische Zerstörung eines Menschen. Ja, lad Ich habe mein Haus verkauft. Daran bist du selber schuld, Rainer. Du hättest es auch pflegen können. Ja, du hättest vor 10 Jahren statt YouTube zu machen, arbeiten gehen können. Das ist ein Maloch, ne? Kohlen verdienen, vielleicht deine Familie nicht raus ekeln. Und dann hättest du dein Haus da halten können. Dann hättest du es auch nicht verkaufen müssen, weil dir niemand dahin gekommen wäre. Weil sich da Fuchs und Haas gute Nacht sagen. Habe inzwischen keinerlei Kontaktmöglichkeit mehr zu der Gemeinde. Auch das wundert mich überhaupt nicht.
Rainer, du redest von der Gemeinde, die ein Dorffest veranstaltet haben an dem Tag, an dem du endlich weg warst. Von dieser Gemeinde sprechen wir. Glaubst du tatsächlich, dass sich jetzt, wo du weg bist, da auch nur einer einen Rattenarsch um dich schert? Der ich Jahrzehnte Die du jahrelang terrorisiert hast. gelebt habe. Ich habe mehrfach versucht, Kontakt aufzubauen. Ich werde da komplett von vornherein geblockt. Ich komme da telefonisch nicht mehr durch. Dann ging das Ganze so weiter, dass ich, nachdem ich das Haus verlassen habe und verkauft war, Hast du dich in deinen Ranger, nachdem es verkauft war, hast du erst nochmal 3 Monate drin gewohnt und dann hast du dich in deinen Ranger gesetzt und hast gesagt, jetzt geht's Highlife los, jetzt bin ich glücklich, so, ich fühle mich so befreit, die Hater finden mich niemals, weil die alle super dumm sind und endlich bin ich da weg und ich trauere denen nicht hinten nach und das Dorf kann mir am Arsch lecken. Ich bin so saufroh, dass ich da raus bin, weil meine Nachbarn alles Hurensöhne waren. So in der Richtung kam so die Grundstimmung rüber. Ja? War jetzt nicht O-Ton, aber ja. Und jetzt ist der Lappen weg, der Ranger ist zusammengemeddelt, dir gehen die Kohlen aus und du weißt nicht, wohin mit deinem fetten Arsch. Und jetzt darfst du bei denen wieder anrufen, ja, der findet doch mal irgendwie vielleicht auf dem Grundstück wenigstens ein Zelt aufstellen. Hast du einen Schuss nicht gehört, oder was? Ganz ehrlich. ich davon erfahren habe, dass ich meinen Führerschein abgeben muss, obwohl es eigentlich kommuniziert war. War kommuniziert, na war es nicht. Wenn das kommuniziert worden wäre, wäre das schriftlich kommuniziert worden, dann hättest du das vorliegen und könntest das beweisen. Hast du nicht, kannst du nicht, Bullshit, lülülü. Dass ich erst meine MPU machen muss, nachdem die Verhandlung war. Die MPU hat mit der Berufungsverhandlung nichts zu tun. Und eine Woche vor der Verhandlung, oder sogar bloß ein paar Tage vor der Verhandlung, habe ich erfahren, dass es bereits rechtskräftig ist und ich nichts mehr dagegen unternehmen kann. Ah ja, das war jetzt das war dann das aus dem Weine-Stream, wo er gesagt hat, er hat einen Fehler gemacht, von dem er nicht weiß, ob er ihn wieder rückgängig machen kann. Das hat er wahrscheinlich da noch so formuliert, weil er da sich sein Märchen noch nicht fertig zusammengerendert hat im Kopf, bei dem dann rauskommt am Schluss, dass er doch nicht schuld ist. Also, da war es noch so frisch, dass er sagt, oh Mist, ich habe Scheiße gebaut. Und dann ist erst oben die Maschine angegangen, so, nee, kann gar nicht sein, ich bin unfehlbar, ich bin das höchste Wesen, ich kann gar nicht Scheiße gebaut haben, ist sicher die Schuld der anderen. Und dann hat er sich eine Story jetzt zusammengerendert und die kriegen wir jetzt präsentiert, inwiefern das jetzt eine Schuld der anderen ist, dass sie immer einen Lappen zwickt haben. Jetzt ist der Witz, möchte ich an dieser Stelle noch dazu sagen. Ich finde schon witzig, dass du keinen Lappen mehr hast. Das ist schon der Witz, Rainer, das ist schon der Witz. Dass ich die MPU nicht anfordern kann. Ich kann sie nicht nachreichen. Und zwar deswegen, weil ich keinen festen Wohnsitz habe. Jackpot, Rainer. Wir fassen zusammen. Der kriegt im Oktober einen Bescheid, dass er MPU machen muss. Ignoriert's monatelang, kappt sie zwischendrin ein riesengroßes Auto, fahrt in der Gegend rum, ignoriert das weiterhin. Mettelt aus seinem Haus raus, hat keine Anschrift mehr. Kriegt den Lappen gezwickt, weil er sich um nichts gekümmert hat, das faule Stück. Und jetzt kann er diese scheiß MPU nicht einmal machen, weil er dafür einen festen Wohnsitz braucht, den er ja nicht mehr hat, weil er es ja verkauft hat, um sich das Auto zu kaufen. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ihr habt mich ja gleich am Boden liegen. Die Gemeinde hatte mir vorher noch zugesichert, als ich den Hausverkauf zugestimmt habe und den Hausverkauf mitgemacht habe, dass ich eine Wohnung bekomme, dass Hast du das schriftlich, Rainer? sie sich damit drum kümmern und dass sie mir helfen, eine Wohnung zu finden, dass ich auf meiner Grundlage der aktuellen Situation mit Hatern und so weiter ja keine Wohnung finde, wurde geäußert, wurde gesagt, wurde verstanden. Wurde geäußert, wurde gesagt, wurde verstanden, du verstehst überhaupt nichts.
Was ich mir vorstellen kann, ist, dass die wahrscheinlich auf Drängen des Anwalts hin gesagt haben, ja, wir lassen uns darauf ein, dass wir sagen, wir versuchen dem Herrn Winkler irgendwie eine neue Bleibe, ihm dabei zu helfen, eine neue Bleibe zu finden. Und das haben sie ja anscheinend gemacht, aber auch die können kein Hexenwerk verbringen. Die können ja auch niemanden mit Waffengewalt dazu zwingen, dass der Rainer jetzt da drinnen wohnen darf. Wenn die Vermieter sagen, der kommt bei uns nicht ins Haus, dann kommt der bei denen nicht ins Haus. Da können die sich auf den Kopf stellen und was für sie, ja? Vollkommen wurscht. Und sie haben es ja offensichtlich immerhin probiert. Aber ich kann mir gut vorstellen, wie du da zu diesem Gespräch gegangen bist. Wo du dich mit diesen Vermietern getroffen hast. Ich kann es mir gut vorstellen. Spipnot, T-Shirt, gestunken wie er ilt ist. Mit die Birkenstockschlappen, mit die Ogerkrallen vorne raus. Und der dreckerten Jogginghose. Bist du da aufgeschlagen. Hast du wieder von deiner besten Seite gezeigt und dann haben die sich gedacht, ja, Himmelarsch, ums Verrecken nicht. Und da kann dann die Gemeinde auch nichts mehr dafür. Rainer, du bist 32 Jahre alt, du bist verantwortlich für dein Handeln. Du hast dein Haus verkauft, du hast das Geld verprasst, jetzt sitzt du auf der Straße und es ist zu 100% deine Schuld. Und demnach wurde mir von der Gemeinde gesagt, dass mir geholfen wird, eine Wohnung zu finden. Es gab einen schwächlichen Versuch, da wurde ich dann abgelehnt und war aber bereits beim Auszug vom Haus. Na, das war im Januar und auszogen bist du erst Ende Februar und die wissen ganz genau, dass du bis Mitte Februar nicht ein Stück Klump aus deinem Haus rausgerammt hast. Danach habe ich nie wieder was von der Gemeinde diesbezüglich gehört. Ja, die haben ihre Pflicht getan, die haben versucht, was Neues zu finden, das hat nicht geklappt, weil du bist und fertig. Als ich dann aus dem Haus draußen war, hat es plötzlich keinerlei Kommunikation mehr gegeben. Natürlich nicht, weil die heilfroh waren, dass sie dich endlich los waren, Rainer. Wenn irgendjemand sich einen Tripper einfängt und den mit Antibiotika behandelt und der ist endlich los, dann streut er sich danach doch auch nicht Juckpulver unter die Eichel, weil er das Gefühl so vermisst. Du musst dann mal in die Realität ankommen. Die waren froh, dass du weiter bist. Jetzt ist der geilste Scheiß an dem Ganzen ist, dass ich keine MPU anfordern kann, weil ich keinen festen Wohnsitz habe. Einen festen Wohnsitz habe ich nicht, weil ich aus meinem Haus ausgezogen bin, in dem ich geboren und aufgewachsen bin, zu dem meine Familie da über 400 Jahre gelebt hat. Rainer, 400, ja, du hast gesagt, vor dir waren da 4 Generationen drin. Rudi ist knapp über 50 geworden. Das heißt, die 3 Generationen davor an Winklern sind über 100 Jahre alt geworden. Ist das, was du mir erzählen willst? Jeder von denen ist deutlich über 100 Jahre geworden. 400 Jahre, laber kein Scheiß. Und noch dazu, das ist, jetzt tut er wieder so, das ist mein Erbe gewesen. Generationen von meiner Familie haben da drin gewohnt. Ja, dann hättest du dich vielleicht besser drum kümmern müssen. Und jetzt ist die Pointe, dass ich woanders kein Haus bekomme. Die Pointe ist, dass du einfach hageldumm bist. Dass du dir das alles selber zuzuschreiben hast. Dass du nicht über die Konsequenzen nachgedacht hast, weil du nicht weiter denkst, wie du pissen kannst. Weil du da gestanden bist und gedacht hast, hier, scheiße, wenn ich jetzt da du hast dir nicht gedacht, wenn ich da jetzt mein Servus unter diesen Kaufvertrag setze, dann bin ich in ein paar Monaten obdachlos, sondern du hast dir gedacht, da kriege ich einen Haufen Geld und kann mir ein dickes Auto kaufen. Und noch ein bisschen unnützes Spielzeug hinten nach. Das war das. Du bist 100%ig selber dran schuld. Du brauchst jetzt nicht hier auf die Tränendrüse drücken und umeinander heulen. Die Gemeinde will nichts mehr mit mir zu tun haben. Natürlich will die nichts mehr mit dir zu tun haben. Die vermissen dich so sehr wie ein Abszess am Arsch. Die Gemeinde sich nicht mehr zuständig fühlt, mich abgemeldet hat, obwohl etwas anderes. Die sind nicht mehr zuständig für dich, Rainer. Du hast das Haus verkauft und bist da ausgezogen. Punkt. Besprochen war.
Und so ist es jetzt, dass ich kein Haus habe, keine Wohnung habe, keinen Führerschein mehr habe. Und das alles deswegen, weil ich mich gegen Hater verteidigt habe. Nein, Rainer. Du hast das alles nicht mehr, weil du es proaktiv den Gully runtergestopft hast. Ich habe mich gegen die Hater verteidigt, ich habe mich gegen die Hater behauptet und gewehrt, habe diesen Menschen dadurch Schaden zugefügt, obwohl sie mich angegriffen haben, obwohl sie mich beleidigt haben, obwohl sie mich belästigt haben, obwohl sie mich in jeder Art und Weise damals wie heute geschädigt haben und schädigen. Und ich habe meinen Schein abgeben müssen, weil ich zu viele Gewalttaten begangen habe, als ich mich gegen diese Menschen gewehrt habe. Wie gesagt, faktisch in meinen Augen eine Systematische Ach, er hat sein. Okay, jetzt wird dann Ding raus. Zerstörung eines Menschen. Mein Haus verloren. Also er hat praktisch. Ja klar. Er ist verurteilt worden wegen gefährlicher Körperverletzung. Und hat dazu ein Gutachten gekriegt, wo drin stand, dass er verminderte Intelligenz und beeinträchtigte Impulskontrolle hat. Dann ist klar, dass dann irgendwann mal einer auf den Trichter kommt, dass vielleicht Autofahren dann nicht die schlauste Idee ist. Meinen Führerschein verloren und keine Möglichkeit, meinen Führerschein neu beantragen zu können oder zurückzuholen. Gott sei Dank, by the way, Gott sei Dank. Dass der den Lappen weiter hat, das ist heilfroh. Heilfroh bin ich. Ich bin nicht der Einzige, mit vielen Leuten unterhalten, die alle gesagt haben, hey, er hat jetzt dieses Riesenauto gekauft und der ist draußen auf der Straße auf freier Wildbahn unterwegs und da geschieht irgendwann ein Unglück. Jetzt kann er wenigstens nur mit seiner Gummiarme zuschlagen, in Anführungsstrichen. Aber wenigstens kann der jetzt nicht mehr versuchen, Leute zu überfahren. Und wir haben es gesehen im Februar, wie er versucht hat, Leute zu überfahren. Weil ich keinen festen Wohnsitz habe, was wiederum durch die Gemeinde eigentlich gewährleistet sein sollte, dass ich... Aber warum meldet er sich nicht einfach bei Mona an? Die hat doch einen festen Wohnsitz. Da kann er doch da hingehen, kann sagen, hier, ich melde jetzt da meine Adresse an, sich da seine MPU-Daten da hinschicken lassen und hurra die Gams, oder? Müsste man natürlich voraussetzen, dass Mona noch aktuell ist. Dass ich einen festen Wohnsitz besitze. Jetzt kann ich nicht mal mehr mit meinem eigenen Auto durch die Gegend fahren. So, zum Thema Mona, zum Thema meiner Verlobten komme ich gleich. Das wollte ich euch jetzt nur mal an dieser Stelle zusammensetzen. Also tut mir bitte den Gefallen und behalte das im Hinterkopf. Ne? Ich möchte jetzt ein letztes Mal nochmal kommunizieren für alle, die jetzt nur dazugekommen sind, damit es wirklich jeder mitbekommt. Weil ich finde, das sollte man sollte das wirklich... Man sollte das wirklich mal genau im Hinterkopf behalten. Ciara, kannst du bitte Hansi mal rausschmeißen? Kannst du mal bitte Hansi rausschmeißen für seinen Mist, den er erzählt? Das wäre super. Also, ich fasse nochmal zusammen. Ich schau mal nach, was Hansi geschrieben hat. Eine Sekunde, ich mache kurz Pause. So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt mal kurz gelurrt, was mich interessiert hat, von wegen hier Mods, haut mal den Hansi da raus. Hansi hat geschrieben, er kann sich dieses ganze Lügenkonstrukt und sowas nicht mehr anhören und deswegen hat er auch sein Abo beendet bei ihm. Da ist er nicht der Einzige. Rainer schafft sich seine Haterschaft schon selber. Aber weiter im Text. Wir waren wo? Ah ja, zusammenfassen wollte er es, glaube ich, nochmal. Dankeschön. Ich habe mein Haus abgegeben, wurde mehr oder weniger dazu gedrängt, dieses Haus abzugeben. Rainer, niemand hat dich gezwungen, das Haus abzugeben. Niemand. Du hast das Haus in eine unbewohnbare Bruchbude verwandelt und hast es verkauft, um dir ein Auto davon kaufen zu können. Das ist die ganze Wahrheit. Punkt. Ja? Punkt. Niemand hat dich gezwungen, das Haus zu kaufen. Du könntest da heute noch drin hausen. Ja?
von Seiten der Gemeinde, von Seiten der Nachbarschaft, von Seiten der Regierung und so weiter. Mir wurde Ja, seit einer Gemeinde, Nachbarschaft und Regierung. Die Gemeinde und die Nachbarschaft hast du terrorisiert. Ja? Wie oft du die auch angeschrien hast. Halt dein Maul, ich schreie so viel ich will, adidadida, hier niemand macht was, alles Arschlöcher. Dass die dir jetzt nicht unbedingt zur Hilfe eilen auf dem weißen Ross. Die Regierung hat einen Scheißdreck da damit zu tun. Du bist ein mündiger Bürger, offensichtlich, wie gesagt, ja, wenn es nach mir ginge. Ich fände das vertretbar, dir einen Vormund an die Hand zu geben. Aber was auch immer, du musst dich um deine Scheiße selber kümmern. Wenn du dein Haus verkommen lässt und es verkaufst, dann ist es halt dein Bier. Kommuniziert, dass ich ein Haus oder eine Wohnung oder irgendeine andere Art von Wohnplatz, Wohnsituation gestellt bekomme, beziehungsweise Gestellt auch noch. Also er hat erwartet, dass ihm die Gemeinde sein Haus abkauft, ihm das Geld komplett gibt und ihm danach eine Unterkunft stellt. Situation bekomme, wo ich unterkommen kann, wo ich einen festen Wohnsitz weiterhin habe. Keiner, du kannst unter der Brücke in Nürnberg wohnen. Hält dich keiner auf. Bis es soweit ist, wird mein Wohnsitz in der Gemeinde Emskirchen in Altschauerberg erstmal bestehen. In Emskirchen gibt's aber die Hausnummer gar nicht mehr. Hausnummer 8, Altschauerberg, Emskirchen, existiert nicht mehr, ist im Erdboden platt gemacht worden. Da kannst du keine Adresse mehr haben. Bleiben, auch wenn ich nicht mehr vor Ort bin. Das allerdings hat die Gemeinde von sich aus dann erstmal bestätigt, leider nur mündlich. Das ist ja, genau, das werden die gemacht haben, mündlich. Mein Fehler gewesen. Und dann wurde es letzten Endes so, dass ich, sobald ich aus dem Haus raus war, war ich direkt abgemeldet. Davon habe ich erst erfahren, als ich 2 bis 4 Wochen später bei der Gerichtsverhandlung stand. Boah, Rainer, das Haus ist abgerissen worden. Was hast du denn erwartet? Und das dann durch die Staatsanwaltschaft kommuniziert wurde, wo ich erstmal aus allen Wolken gefallen bin. Kurz bevor ich aus dem Haus gegangen bin, habe ich die Information bekommen, dass ich meinen Führerschein abgeben muss oder eine MPU vorher machen muss. Nein, Rainer, das hast du laut meiner Information, und der vertraue ich besser als dem, was du sagst, ist dir das im Oktober kommuniziert worden, dass du das zu machen hast und hast es halt nicht gemacht. Auch die Konsequenz kannst du dir selber auf die eigene Fahne schreiben. Ich habe das geregelt, habe mich darum gekümmert und es hieß, ja, ich muss die MPU machen. Und ich habe gesagt, ja, ich mache sie und ich habe auch dafür gesorgt, dass ich sie machen kann. Habe alles vorgelegt. Mir wurde nicht kommuniziert, dass das nicht so funktioniert. Im Gegenteil. By the way, im Übrigen, sogar wenn er, ja, gehen wir mal rein von der Situation aus, wenn er zwischen dem Kauf des Rangers und dem Erhalt des Rangers, wo im Übrigen Weihnachtsfeiertage waren, wenn mir nicht alles täuscht, diesen Bescheid bekommen hätte, dass er diese MPU zu machen hat, dann hätte er im Januar diese MPU machen können. Er hätte sich darum kümmern können. Er sagt, ja, hier, ich wohne jetzt hier noch, ihr habt da nochmal Anschrift und so, schickt's mir das, zack, MPU machen, fertig. Geschafft hätte er sie wahrscheinlich trotzdem nicht, dann wäre der Lappen so oder so weg, aber hat sich halt wieder nicht drum gekümmert. Problem für Zukunftsrainer. Und Zukunftsrainer sitzt jetzt hier und heult uns einen vor. Mir wurde kommuniziert, dass ich bis nach der Verhandlung im März Zeit hätte, die MPU zu machen. Das ist gelogen, Rainer. Das ist gelogen. Wenn ich morgen geblitzt wäre und ich krieg dann 3 Wochen später meinen Bescheid, also ich werde morgen geblitzt, dann kriege ich meinen Bescheid Mitte Mai und angenommen, ich hätte Mitte Juni eine Gerichtsverhandlung. Dann würde doch in diesem Bescheid nicht drinstehen, ja, hier Herr Kaspar, Sie sind geblitzt worden mit so und so viel zu viel, das haben Sie zu zahlen bis in so und so viel oder nach der Verhandlung. Die wissen doch davon überhaupt nichts, das interessiert doch die auch überhaupt nicht. Es liegt was vor und du kriegst da eine Frist
Die ist gesetzlich vorgeschrieben und wenn du es in der Frist nicht machst, dann ist der Lappen weg. Punkt aus. Beziehungsweise nach der Verhandlung die MPU nachreicht, hat nicht gestimmt. Ich wurde dann letzten Endes von der Zulassungsstelle beziehungsweise durch die Zulassungsstelle meinen Schein rechtskräftig los. Musste den am 5.4. abgeben. Moment, am 5.4. hat er den abgegeben. Denk mal nach. Ist der nicht noch autofahrend gesehen worden nach dem 5.4.? Also bei dem einen Ding, da war er unterwegs, aber er ist Mona gefahren. Ich bild mal ein, dass der irgendwann dann nochmal, war der nicht noch immer irgendwo beim Rewe? Und war vor dem 5.4. nicht der Ranger noch ganz? Also was heißt ganz? Also der Spiegel noch dran? Und hat er uns nicht erzählt, dass das mit dem Spiegel, dass er da gefahren ist? Das Lügenkonstrukt ist schon wieder sehr wackelig aufgebaut. Sehr, sehr wackelig. Und das Ganze hat im Prinzip dafür gesorgt, ich habe kein Haus mehr, weil ich aus dem Haus mehr oder weniger gedrängt wurde. Nein, bist du nicht. Ich habe keine Wohnung gekriegt und auch kein Haus und weil du dich nicht darum gekümmert hast und Geld verprasst hast. Eine andere Möglichkeit zu leben, wo ich mich anmelden kann, dadurch, dass... Deine Freundin hat eine Wohnung und ein Haus, was sie geerbt hat. Meld dich doch da an. Natürlich vorausgesetzt, sie ist noch deine Freundin. Es von der Gemeinde her nicht weiter irgendwelche Möglichkeiten gegeben hat und auch nicht weiter danach gesucht wurde. Dann ging... So, ich bitte um Entschuldigung. Entschuldige dich nicht. Wir wissen alle, dass du es nicht ernst meinst. Mein Internet gesponnen. Gut, ich hatte also kein Haus mehr und ich hatte keinen Führerschein mehr. Ja, das hast du schon mal erzählt. Ich hatte keine Möglichkeit, irgendwo zu leben und wurde von der Gemeinde abgemeldet. Und jetzt ist das Schöne an der Sache, dass ich den Führerschein nicht neu beantragen kann, solange ich keinen festen Wohnsitz habe. Ja, das hast du schon 5-mal gesagt. Rainer kommt zu Potte. Weil ich einen festen Wohnsitz benötige, dann muss ich ein polizeiliches Führungszeugnis beantragen. Und auch das geht über ein paar Seiten, Rainer. Da steht einiges drin bei dir. Und dann wiederum muss ich hergehen und muss mit dem polizeilichen Führungszeugnis die MPU machen. Und dann erst kann ich meinen Schein neu beantragen. Jetzt ist der größte Scherz von allen, neben dem Ganzen, dass ich keine Wohnung habe, dass ich das nicht beantragen kann, warum ich meinen Schein überhaupt abgeben musste. Ja, jetzt wird es interessant. Ich musste meinen Schein nämlich nicht abgeben, weil ich mich im Straßenverkehr falsch verhalten habe. Obwohl du das auch getan hast, Rainer. Nachweislich. Ich musste meinen Schein auch nicht abgeben, weil ich irgendwelche Scheiße mit dem Fahrzeug gebaut habe. Auch wenn du das auch getan hast. Du hast Leute versucht zu überfahren. Ich musste meinen Schein deswegen abgeben, ich musste die MPU machen, weil ich mich körperlich außerhalb des Straßenverkehrs aggressiv gegen Hater verteidigt habe. Kurz gesagt. Nein, du hast ihn nicht verteidigt. Du hast angegriffen. Du bist dafür verurteilt worden. Weil ich Hatern, die bei mir vor der Haustür standen, aufs Maul gehauen habe und mehrere Anzeigen habe und hatte wegen gefährlicher Körperverletzung. Deswegen wurde die MPU angefordert. Eben. Das ist genau das. Er hat gefährliche Körperverletzung begangen. Er ist für gefährliche Körperverletzung verurteilt worden. Das sieht er zwar nicht so, weil er musste nicht in den Knast. Bis jetzt noch nicht. Weil er nicht checkt, dass auch eine Verurteilung auf Bewährung nun mal eine Verurteilung ist. Ja? Die im Übrigen im besagten Führungszeugnis auch drin steht. Und ich suche es euch nochmal raus. Definition gefährliche Körperverletzung. So, das kann er bei Wikipedia, könnt ihr das nachlesen. Ich lese es jetzt einfach mal vor, weil ihr könnt es auch einblenden, aber ich bin ein faules Stück Scheiße. Tatbestand gefährliche Körperverletzung ist, wenn die Körperverletzung durch erstens Beibringen von Gift oder anderen gesundheitsschädlichen Stoffen, zweitens mittels einer Waffe oder einem anderen gefährlichen Werkzeug, drittens mittels hinterlistigen Überfalls, viertens mit einem anderen Beteiligten gemeinschaftlich oder fünftens mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung begangen wird. So. 6 Monate bis 10 Jahre.
Und das ist gegeben, ja, mittels einer Waffe oder eines gefährlichen Werkzeugs. Da haben wir die Taschenlampe, da haben wir den Pflasterstein, hier mittels eines hinterlistigen Überfalls, ja, ich sag bloß aufgelauert und zugeschlagen. Das lebensgefährdende Behandlung, darüber lässt sich jetzt streiten, aber wenn du den Pflasterstein an die Rübe kriegst, dann ist das auch lebensgefährdend. Und ratet mal, was vollkommen zu Recht auch als gefährliches Werkzeug gilt. Richtig, ein Auto. Ein Auto gilt im Sinne des Rechts, was eine gefährliche Körperverletzung angeht, als ein gefährliches Werkzeug. Und wenn er natürlich gefährliche Körperverletzung begangen hat und sich danach, damit er nicht in den Knast muss, ein psychologisches Gutachten machen lässt, wo drin steht, dass er eine verminderte Intelligenz und eine verminderte Impulskontrolle und Aggressionsstörung hat, dann kommt hier natürlich die Zulassungsbehörde und denkt sich, ob so jemand vielleicht besser kein Auto führen kann, mit dem er theoretisch Leute verletzen und töten könnte. Was er ja bewiesenerweise auch was Sinn macht, weil er ja das im Februar versucht hat, Leute zu überfahren. Dass sie dann sagen, hey, ja klar, nee, unter den Umständen müssen wir nochmal prüfen, ob der Mann tatsächlich geeignet ist, ein Auto im Straßenverkehr zu führen, weil das eine potenziell tödliche Waffe sein kann. Sprich, auch das hat er sich selber zuzuschreiben. Er hätte auch einfach sagen können, ja, ich habe das gemacht, ja, es tut mir leid, ja, ich erkenne sämtliche Strafen an, die mir deswegen blühen und fertig. Dann weiß ich nicht, dann kann es gut sein, dass er sich diese MPU-Geschichte gespart hätte. Im Übrigen passt das auch mit der Info, wie gesagt, wo die genau herkam. Ich kann euch nicht mal sagen, habe ich irgendwo im Discord gelesen, mit der Info zusammen, dass er im Oktober seinen Bescheid für diese MPU bekommen hat, weil er im Oktober die erste Verhandlung war. Das passt alles zusammen. Was nicht zusammenpasst, ist sein komisches Lügenkonstrukt, das er jetzt erzählt hat. Also ich call Bullshit an das, was er gesagt hat und bin mir ziemlich sicher, dass das, was ich gerade gesagt habe, wahrscheinlich richtig ist. Deswegen musste ich meine MPU machen und meinen Führerschein neu beantragen. Ja. Und das hast du beides nicht gemacht und jetzt hast du keinen Lappen mehr. Gesagt, es ist wie gesagt, und das möchte ich jetzt dann gleich aufs nächste Thema kommen. Ja, es ist eine systematische Zerstörung, bladidadida. Die systematische Zerstörung des Menschen. Erst das Haus abgeben müssen, dann, obwohl gesagt bekommen, dass man eine Wohnung gestellt bekommt oder eine Wohnung bekommt, keine Wohnung zu haben. Dann ging es damit weiter, dass ich meinen Führerschein abgeben musste, obwohl etwas anderes vereinbart war, weil ich... Ich verrate jetzt mal ein Geheimnis des Erwachsenseins. Erwachsensein ist scheiße. Erwachsensein ist scheiße. Du darfst zwar mehr, aber du musst auch mehr. Kind sein ist richtig, richtig geil. Ja? Du hast dauernd Ferien, man muss sich um nichts kümmern, Behördengänge, die für dich notwendig sind, machen alles deine Eltern. Wenn du ein mündiger Erwachsener sein willst, ja, der großer YouTube-Star ist, und dann musst du dich auch um die unangenehmen Dinge kümmern. Und die sind richtig unangenehm, gerade wenn es Behördenbriefe sind. Ein Grundsatz des Erwachsenenlebens ist, nur ein leerer Briefkasten ist ein guter Briefkasten, weil dann keine Rechnungen drin sind und keine Schreiben von irgendwelchen Behörden für irgendeine Scheiße. Oder am schlimmsten ist es, wenn es dieses recycelte graue Papier ist, dann weißt du, dass du massivst gefickt bist. Ja? Weil dann will irgendjemand höchstwahrscheinlich richtig viel Geld von dir, aber das ist scheiße im Erwachsensein. Aber wenn du deine Freiheiten, so wie du sie toll findest, wenn du das alles haben willst, musst du klarkommen, dass du erwachsene Verpflichtungen hast. Und wenn du diesen nicht nachkommst, dann hat das Konsequenzen. Punkt. Vorher, weil es erst geheißen hat, nach der Gerichtsverhandlung, welche erst im März war. Kurz davor erfahre ich, dass das nicht funktioniert und es bereits rechtskräftig ist, und selbst wenn ich die MPU noch gemacht hätte, hätte das nicht funktioniert. Dann hättest du dich früher drum kümmern müssen.
Das mit nach der Gerichtsverhandlung ist gelogen. Mir wurde auch nicht gesagt, dass ich dafür einen festen Wohnsitz brauche. Das ist das Nächste. Was hast du denn erwartet? Wo sollen die denn den Bescheid hinschicken, bitte? Oder den neuen Führerschein? Ja, ich habe gar nicht gewusst, dass ich da Anschrift dafür brauche für so Behördengeschichten. Also, jetzt wird's hinterher mir vorn. Und zu guter Letzt habe ich dann meinen Schein abgegeben oder abgeben müssen, weil ich eben keinen Führerschein haben darf, weil ich mich gegen Hater verteidige. Nein, weil du dich nicht um deine Scheiße gekümmert hast. Weil ich mein gottverdammtes Recht als... Und weil du gedacht hast, hier dieses psychologische Gutachten, das ist, das Leben ist Monopoly und das psychologische Gutachten ist du kommst aus dem Gefängnis Freikarte. Und es hat keinerlei Konsequenzen danach. Ella-Badge, Rainer, jetzt hast doch verkackt. Besiegt, würde ich sagen. Besiegt. Mensch und als Bürger dieses Landes nutze, meine Meinung so frei zu äußern und mich auch noch gegen Menschen zu wehren. Ja, wenn du als Mensch und als Bürger dieses Landes deine Meinung frei äußerst, musst du halt auch klarkommen, wenn du Gegenwind dafür kriegst, wenn die Meinung halt scheiße ist. Ja? Oder verachtenswert. Oder beides. Und auch wenn sie weder scheiße noch verachtenswert noch beides ist, kann es auch immer sein, dass andere Leute eine andere Meinung haben und dann musst du auch akzeptieren, dass sie dir die kundtun. Ja? Wenn du denen dann dafür eins auf die Fresse gibst, dann hast halt ein Problem. Die mich, mein Leben, meinen Besitz oder generell in welcher Form auch immer meine Existenz bedrohen. Niemand bedroht deine Existenz außer dir selber. Deine Existenz hast du selber gegen die Wand gefahren, aber 100%ig. Gut, so viel dazu. Jetzt möchte ich zum anderen Thema kommen. Das andere Thema ist meine Frau, meine Freundin, meine Verlobte. Welche von den dreien? Wie auch immer. Sorry. Momentan wird von den Hatern, mal wieder dämlich wie sie sind, behauptet. Von den Hatern dämlich wie sie sind. Ich will aber nicht provozieren. Und ich möchte hier nicht provozieren, aber es ist... Ha! Wie gesagt, ich habe nur die letzten 5 Minuten davon gesehen bisher. Aber ist halt... Könnt ihr euch aussuchen. Entweder habe ich eine prophetische Gabe oder er ist fürchterlich voraussehbar. Einfach mal wieder dämlich, weil sie einfach mal wieder etwas behaupten. Hey, dass sie so dämlich sind. Ich will ja nicht provozieren, aber sie sind dämlich. Von dem sie keine Ahnung haben. Es wird wieder mal behauptet, dass ich und meine Freundin, meine Frau uns getrennt haben. Das ist nicht der Fall. Warum? Warum, Rainer? Bist du dann nicht bei ihr? Du hast keine Karre, keinen Führerschein, kein Wohnort, ja, kein Dach über dem Kopf. Warum, wenn ihr noch zusammen und so heftig in Love seid, warum bist du dann nicht bei ihr, meldest bei ihr deinen neuen Wohnsitz an und beantragst deine NPU? Warum? Wenn ihr noch zusammen seid. Wir sind beide nach wie vor zusammen, aus meiner Sicht und aus ihrer Sicht. Da ist wieder. Ihr habt mein Lügenanalyse-Video gesehen, ja? Jemand, der die Wahrheit sagt, sagt in so einer Situation nicht, ja, wir sind weiterhin zusammen, Pause, aus meiner Sicht und aus ihrer Sicht. Das ist idiotisch. Entweder ihr seid zusammen oder ihr seid nicht zusammen. Wenn du die Wahrheit sagen würdest, hättest du gesagt, nee, ist alles Bullshit, wir sind noch zusammen. Punkt. Nicht aus meiner Sicht und aus ihrer Sicht. Ich glaube immer mehr, dass die liebe Mona die Hufe in die Hand genommen hat und das war dumm, oder? Man schwingt die Hufe oder man nimmt die Beine in die Hand. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Manchmal habe ich nicht mehr alle Waffeln an der Latte. Und dass die hier die Hufe geschwungen hat und gesagt hat, hier Medal off, ich bin raus aus der Nummer. Bei uns im Leben läuft es momentan nicht ganz so gut, weder bei ihr noch bei mir. No shit, Rainer.
Aber wir hatten ja jetzt auch die letzten 1, 2 Jahre keinerlei großen Kontakt in der Hinsicht. Rainer, du warst doch bis seit einem Jahr mit ihr zusammen. Jetzt lügt er wieder. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt rendert er diese "Wir sind schon so lange zusammen" Lüge weiter. Wir hatten jetzt, was heißt Kontakt hatten wir schon? Wir hatten in den letzten 1, 2 Jahren halt auch nicht jetzt groß die Möglichkeit, irgendwas zu sagen oder zu machen. Weil wir auch unser Leben geführt haben und es hat auch in den letzten Jahren niemand mitbekommen, dass wir zusammen sind. Ja, weil ihr die letzten Jahre nicht zusammen wart, Rainer. Laber nicht. Darf ich es nochmal aufzählen? Erstens, wären die zusammen gewesen, hätten wir das mitbekommen. Zweitens, hat er bei diesen Demon Discord Leaks, hätte er das erwähnt, sonst, dass er eine hätte, was er nicht getan hat, sondern er hat Demon dumm angemacht, von wegen hier wildert in seinem Revier, weil der ihm angeblich hier irgendeine Mulle weggeschnappt hat, die auf seinem Discord unterwegs war, mit den Worten so: ja, ich bin halt einsam und ich finde keine Frau und das ist die einzige Möglichkeit, wie ich Frauen aufreißen, hat er gesagt, kann. Und als er raus ist aus der Schanze, hat er noch Aufruf gemacht, dass er irgendwie weibliche Begleitung sucht. Ist alles gelogen. Das ist alles gelogen. Der hat die getroffen. Wahrscheinlich, vielleicht hat die auch auf diesen Aufruf geantwortet. Ich weiß es nicht. Der kennt die seit 1,5 Wochen vor der Verhandlung, würde ich mal sagen. Weil hier letzten Endes immer jeder sein eigenes Leben geführt hat. Rainer, wenn ihr keinen Kontakt habt und jeder separat sein eigenes Leben geführt hat, dann wart ihr nicht zusammen. Ja, dann wart ihr nicht zusammen. So einfach ist das. Letzten Endes. Ich könnte jetzt auch, keine Ahnung, sagen, wir seit 5 Jahren mit Scarlett Johansson zusammen. Ich habe zwar mit der noch nie Kontakt gehabt und die lebt ihr Leben parallel von mir, ohne dass wir irgendwas zu tun haben in Amerika, aber trust me, Bro. Laber kein Scheiß. Du hast die Frau kurz vor der Verhandlung kennengelernt, deswegen haben wir die 1,5 Wochen vor der Verhandlung von dir nichts gehört. Du hast den Ranger hingestellt bei der Pinea und bist da hochgemeddelt. Und 2 Wochen später hast du einen Antrag gemacht. Fertig. Seit 2 Jahren zusammen. Alter Keks. Das heißt, es ist mal wieder Schwachsinn, was die Hater erzählen. Wir sind nach wie vor zusammen, aus ihrer Sicht und aus meiner Sicht. Das können wir gerne auch in einem Livestream, wenn wir zusammen demnächst mal einen Stream machen. Im Moment bin ich alleine basiert. Rainer, wenn du mir ein Foto zeigst, wie sie ein Pansy im Mund hat mit einer Zeitung von heute nebendran, dann glaube ich's dir. Wenn wir wieder zusammen mal einen Stream machen, kann ich das gerne mal mit ihr zusammen besprechen. Während wir live sind, dann kriegt ihr das auch mit. Das werde ich mit ihr vorher aber noch abklären. Nach wie vor sind wir aber zusammen aus ihrer Sicht. Wenn du den Livestream reinpackst, pass aber auf, dass die nicht irgendjemand vielleicht zufällig doch ins Game mit reinzieht. Und aus meiner Sicht. Gut, die nächste Aussage, das war jetzt schon das Thema 2. Ich habe noch ein drittes Thema und dann würde ich sagen, wir beenden das Ganze. Das muss ein größeres Thema sein, geht noch fast 20 Minuten, der Schmarrn. Das hat ein bisschen damit zu tun, was ich gerade am Anfang gesagt habe. Da hat er gerade das zweite gesagt, ich habe gedacht, jetzt kommt das dritte Thema. Rainer, kriegen wir deine Zahlen auf die Kette. Und wenn es das ist, was du am Anfang gesagt hast, dann ist es das erste Thema. Ja? Und zwar geht es darum, dass ich angeblich mit 5 Kilo Ofenkäse reise. Ja, das hatten wir auch am Anfang schon, Rainer. Hatte ich das, weil das verfolgt ihn in seinen Albträumen. Irgendjemand hat behauptet, dass er mit 5 Kilo Ofenkäse reist und das ist aktuell sein größtes Problem. Lappen weg, Alte weg, Haus weg, alles weg, Kohlen weg. Aber dass er mit 5 Kilo Ofenkäse, irgendjemand hat gesagt, er reist mit 5 Kilo Ofenkäse. Das ist sein größtes Problem gerade.
pass auf, wenn du jetzt die nächste Aussage triffst, nicht, dass du versehentlich, unabsichtlich, ohne dass du es gewollt hast, doch noch provozierst. Es ist ein Brief aufgetaucht, den angeblich ein Hotel, eine Pension, ein Motel oder sonst etwas in die Öffentlichkeit gepostet hätte. Angeblich Boah, Rainer, das war ein Trollpost, komm klar. Ein Gespräch, eine Diskussion mit mir, einige Informationen. Lasst euch erstmal von vornherein, bevor wir überhaupt über diesen Blödsinn uns auslassen, kurz eine Sache feststellen. Alter, kaut er jetzt den Scheiß von den ersten 5 Minuten nochmal komplett durch. Mit diesen 5 Kilo Ofenkäse. Ist das jetzt sein Scheiß Ernst? Ich kann nicht mehr. Sollte sollte ein Hotel, ein Motel oder eine Pension oder was auch immer solche Informationen an die Öffentlichkeit tragen, was zwischen mir und diesen Leuten aus der Pension. Das würden die nicht machen, weil ist Briefgeheimnis, irgendwie Vertraulichkeit des gesprochenen Wortes, da, wissen wir Bescheid. Hotel oder was auch immer kommuniziert wird, an die Öffentlichkeit kommen, kann ich dagegen eine Klage einreichen, denn das hat etwas mit Verschwiegenheit zu tun. Zumal ich definitiv mit sowas, das hat etwas mit, mir fällt das richtige Wort gerade nicht ein. Das hat was mit Professionalität zu tun. Es werden keine Diskretion ist das Wort, das dir nicht eingefallen ist. Informationen von Kunden oder von Gästen in die Öffentlichkeit getragen, außer mit deren Zustimmung. So. Es geht hier immer noch um den 5 Kilo Ofenkäse-Post. Das müsst ihr euch geben. Der macht da jetzt eine Doktorarbeit draus. So viel erstmal dazu. Darüber hinaus war in dem Schreiben unter anderem gesagt, dass ich angeblich mit 5 Kilo Ofenkäse anreisen würde. Mal abgesehen davon, dass den letzten Ofenkäse, den ich gegessen habe, ja, war 2017, das hatten wir am Anfang schon. 2017 war, oder 2018, ist das kompletter Schwachsinn. Erstens mal weiß ich Natürlich ist es Schwachsinn, deswegen ist es doch lustig, Rainer. nie, ob ich in einem Hotel übernachte oder nicht. Deswegen werde ich mir niemals solche Lebensmittel kaufen, wie zum Beispiel Ofenkäse, den ich in einem Backofen machen muss. Ich krieg die Tür nicht mehr zu. Ich krieg die Tür nicht mehr zu. Das werde ich mir nicht kaufen, das werdet ihr nie erleben. Weil das vollkommener Bullshit ist. Zudem esse ich aktuell sowas sowieso nicht, weil ich momentan... Jetzt ist ihm die letzte Sicherung rausgebrannt, ganz ehrlich. Jetzt ist es vorbei. etwas darauf achte, was ich esse. Ich habe, falls ihr das... Ja gut, ihr habt mich jetzt längere Zeit wahrscheinlich... Ihr habt mich jetzt lange nicht mehr gesehen. Stimmt nicht, Rainer, du hast auf TikTok Schmutz rausgeschissen. Du bist immer genauso schön wie früher. Ja, ich hatte lange keine Videos, keine Streams mehr, wo man mich gesehen hat. Obwohl in den TikTok-Videos sieht man mich ein bisschen. Und mir haben viele gesagt, dass ich aussehe, als hätte ich abgenommen. Nee, Rainer. Wenn die das gesagt haben, dann haben die gelogen. Du hast immer noch keinen Hals. Nee, du siehst nicht so aus, als hättest du abgenommen. Nicht im geringsten. Das ist auch kein Wunder. Ich habe wohl locker 20 Kilo inzwischen runter. Ja, genau. Rainer hat... Wir erinnern uns das letzte Mal, dass wir ihn wirklich in voller Pracht gesehen haben. Jetzt irgendwelche Sichtungsfotos mit Bigfoot-Qualität ausgenommen. Dass wir ihn komplett gesehen haben, ist er im Gerichtssaal gesessen auf einem Stuhl, wo du rechts und links eigentlich nochmal einen Stuhl hättest hinstellen müssen, um den Arsch, der sich da rechts und links drüber gefaltet hat, noch aufzufangen. Wo sich die Speckfalten unten über die Knöchel geworfen haben. Will der mir erzählen, das ist kein Monatil, will der mir erzählen, dass er in weniger als einem Monat 20 Kilo abgenommen hat? Er hier, der wenn nichts gefressen hätte, die kompletten 4 Wochen, gar nichts, hätte der keine 20 Kilo abgenommen. Bullshit.
weil ich zurzeit wirklich darauf achte, was ich esse, wie Noch dazu hat er jetzt vor kurzem erst gesagt, als man ihn darauf angesprochen hat, wegen seinen 8 Kilo, ne, die er vor ein paar Monaten gelogen hat, was er abgenommen hätte, dass er ja gar keine Waage dabei hat. Also wo will er sich wiegen? viel ich esse und auch darauf achte, dass ich was Gesundes esse. Ja, genau, Rainer. Wir haben dich an der Raststätte gesehen, Döner fressen. Du achtest nicht darauf, was du isst. Du frisst denselben Scheiß. Du fährst zum Subway, du fährst zum Döner, du holst dir irgendwelchen Fastfood-Scheiß und du kübelst dir 5 Liter Energy Drink am Tag in die Rübe. Das ist immer noch die Realität. Dadurch kommt auch momentan viel Bewegung zusammen. Ich habe in den letzten Jahren nämlich nur deswegen so viel zugenommen, weil ich kaum noch aus dem Haus gegangen bin. Rainer, im Übrigen im Ranger fahren zählt nicht als Bewegung. Gut, machst du jetzt seit 2 Wochen anscheinend nicht mehr. Aber. Und weil ich kaum Bewegung hatte. Das ist mittlerweile aber anders. Und ich werde bestimmt keine 5 Kilo Ofenkäse essen. Wer zur Hölle bitte frisst denn 5 Kilo Ofenkäse? Also wenn es jemanden gibt, dem ich es zutraue, dann bist das du. Also das ist mir im Leben noch nicht passiert. Weiß ich nicht. Ich habe keine Stellungnahme von Hate8 gelesen, aber muss an dieser Stelle trotzdem nochmals sagen. Okay, ich glaube, ab hier. Das mitgekriegt? Nee, da habe ich vorhin was gesehen. Das hieß gegen Hate8. Hate8 ist eine Organisation, die sich dem Kampf gegen Mobbing verschrieben hat. Richtig, deswegen haben die mit dir überhaupt nichts zu schaffen. Die Tatsache, dass sie mit dem bekanntesten Mobbingopfer Deutschlands nicht zusammenarbeiten wollen, oder zeigt, dass du kein Mobbingopfer bist, Rainer. so, finde ich persönlich total asozial daneben und zeigt deutlich, dass du kein Mobbingopfer bist, Rainer. Hate8 ist eine Organisation, die sich professionell mit Cybermobbing beschäftigt. Und wenn die sagen, nee, Herr Winkler, mit ihnen arbeiten wir nicht, dann bedeutet das, dass du kein Mobbingopfer bist. Punkt. dass solche Menschen nicht wirklich Interesse daran haben, gegen Mobbing vorzugehen. Ach so, ja, das ist natürlich viel logischer. Sondern wieder mal nur Menschen sind, die in die eigene Tasche schaufeln. Zumindest. Wenn ich mit meinem Pferd zur Autowerkstatt gehe und sage, ja, hier, repariert das mal. Und die Autowerkstatt sagt, hey, wir sind eine Autowerkstatt und keine Tierklinik. Dann sage ich, ja, hier, mal wieder typisch. Immer nur in die eigene Tasche wirtschaften. Macht es auf mich nach wie vor diesen Eindruck. Das ist der Grund, warum ich vor Jahren sagte, solche Organisationen zu unterstützen, finde ich meistens ziemlich dämlich. Ja, und dann hast du gesagt, nee, hier unterstützt solche Leute nicht. Wenn ihr wirklich irgendwie aktiv was gegen Mobbing machen wollt, dann gebt mir das Geld. Das hast du gesagt. Habe damals etwas gesagt, was die Hater momentan auch gerne aufgreifen. Wenn wir schon bei dem Thema sind, möchte ich das an dieser Stelle kurz erzählen. Ist das vielleicht das, was ich gerade gesagt habe? So. Aber es gehört, im Hintergrund hat sich schon wieder eine Lüge zusammengerendert. Ich glaube, was jetzt kommt, ist gelogen. Folgendes. Aufpasse. Die Hater haben diese Aussage von mir damals falsch wiedergegeben und nein, Rainer, wir haben das auf Film. Geben sie bis heute falsch wieder. Nein, Rainer, du gibst das falsch wieder. Genauso wie diese ganze Geschichte mit diesem Stream von der Bewährungsverhandlung falsch wiedergibst. Wo du immer noch behauptest, irgendjemand hätte zum Mord an dir aufgerufen, das Bullshit ist. Wir haben das auf Film. Wir geben auch korrekt wieder, dass deine Holocaust-Aussage kein Sarkasmus war. Wir haben das auf Film. Und wenn du das 5000 Mal gelöscht hast von deinem Scheißkanal, haben wir das immer noch auf Film. Behaupte keine Scheiße. Ich habe vor Jahren die Aussage getätigt, dass es Blödsinn ist, irgendwelche Organisationen gegen Mobbing zu unterstützen, denn diese Organisationen arbeiten in erster Linie in die eigene Tasche. Nein. Du hast gesagt, unterstützt sie nicht, unterstützt lieber mich, wenn ihr Mobbing unterstützen wollt.
Weil du arbeitest in erster Linie in die eigene Tasche. Und sie haben keinerlei Interesse, tatsächlich etwas gegen Mobbing zu unternehmen. Und auch du hast keinerlei Interesse, tatsächlich was gegen Mobbing zu unternehmen. Weil Mobbing geht dir geschmeidig am Arsch vorbei. Du wirst der große YouTube-Star sein und du wirst Kohlen kriegen und das ist alles. Hätte Hate Aid Interesse daran, etwas gegen Mobbing zu unternehmen, dann würden sie auch mit mir zusammenarbeiten und Nein. Nein, weil es offensichtlich kein Mobbing ist. würden, auch wenn dieser Shitstorm auf sie abkommt, etwas dagegen unternehmen, zumal sie dafür gedacht sind. Ihre Organisation ist dafür da, gegen Mobbing vorzugehen. Eben. So ein Shitstorm interessiert die gar nicht, die wissen damit umzugehen. Meinst du, die Cybermobbing-Organisation hat Angst davor, gemobbt zu werden? Also die Organisation, die nur dafür da ist, gegen Cybermobbing vorzugehen, hat seiner Aussage nach will mit ihm nicht zusammenarbeiten, weil sie Angst davor haben, gemobbt zu werden. Und die Polizei geht nicht gegen Verbrecher vor, weil sie Angst davor haben, dass dann Verbrechen begangen werden, oder was? Laber kein Scheiß. Diese Menschen wollen mit dir nichts zu tun haben, weil sie gecheckt haben, dass du der Aggressor bist. Und damit kein Opfer. Fertig. Und das ist eben nicht der Fall. Und ich habe damals gesagt, dass es Blödsinn ist, bei diesen Leuten etwas zu machen und da Geld abzugeben. Und die Hater behaupten, ich hätte gesagt, dass es Schwachsinn ist, bei diesen Leuten Geld zu lassen, sie sollen es lieber mir geben. Ja, weil du das gemacht hast, Rainer. Das hast du gemacht. Und das habe ich definitiv so nie kommuniziert. Auch hier wieder. Ich habe das so nie kommuniziert. Da ist sie wieder, dieses mit dem Kommunizieren, weißt du schon wieder, dass es gelogen ist. Wenn er das tatsächlich nicht gesagt hätte, würde er jetzt sagen, nee, das habe ich so nicht gesagt. Das habe ich so nicht kommuniziert. Weil kommunizieren ist eine Definitionssache. Nein, Rainer, du hast das genauso gemacht. Du hast gesagt, gebt denen kein Geld, gebt's lieber mir, wenn ihr wirklich was gegen Mobbing machen wollt. Aber gut. Ich persönlich bin der Meinung, mit Geld kann man gegen Mobbing sowieso nichts unternehmen. Denn Geld ist einer der meisten Gründe, warum andere Menschen von anderen Menschen gemobbt werden. Okay, jetzt kommt der Mobbing-Jesus wieder raus. Das fängt schon in der Schule an. Einer trägt die neuesten Sneakers, der nächste trägt alte Sneakers, die 10 Jahre alt sind oder 5 Jahre alt sind, einfach weil er sich nichts anderes leisten kann. Und da fängt es schon bei Geld an mit Mobbing. Ja, das ist richtig. Das ist Mobbing. Ja? Einer hat irgendwelche Klamotten, die nicht in sind und wird deswegen fertig gemacht von Leuten, deren Eltern sich die Klamotten leisten können. Das ist Mobbing. Das ist richtig. Aber das hat nichts, aber auch gar nichts mit deiner Lebenssituation zu tun. Und wie gesagt, ich kenne dich, ich kenne deine Kindheitsgeschichte nicht, aber ich möchte wetten, dein Mobbing aus der Schulzeit, von dem du immer redest, war auch kein Mobbing. Du hast dich ja verhalten wie die Axt im Walde und das haben dich halt die Leute spüren gelassen, dass es nicht in Ordnung ist. Und dann bist du halt ausgerastet. Fertig. So wie es halt heute auch ist. Man kann mit Geld nicht gegen Mobbing vorgehen, weil Mobbing nicht mit Geld zu tun hat, sondern etwas mit dem Kopf. Menschen, die immer an materielle Dinge glauben und nur an materielle Dinge denken, die werden auch immer an solche Sachen ihren Spaß haben und die werden auch immer weiter kommunizieren, oh, das ist so, das ist so. Mit seinem Kommunizieren immer. Rainer, wer flext denn am meisten mit seinem materiellen Besitz? Ist bei dir schon mal irgendeiner vor der Haustür gestanden und hat gesagt, hey Rainer, du, ich hab eine viel bessere VR-Brille als du. Wer ist denn, boah, ich hab diesen Ranger, weil ich ihn mir verdammt nochmal leisten kann. Hier, ich hab mir die neueste VR-Brille gekauft, das ist ja super teuer, aber ich weiß trotzdem nicht, wie man damit umgeht. Und jetzt habe ich mal eine neue Grafikkarte gekauft, zu dem Zeitpunkt, wo die am teuersten sind. Die hat so und so viel 1000 Euro gekostet. Und jetzt haben wir mal ein neues Tablet und einen neuen Gaming-Laptop gekauft. Schaut's mich an. Du bist der Einzige, der so brutal mit materiellem Besitz flext. Und jetzt kommt wieder dieses Materielles und Geld, das ist ja alles gar nicht so wichtig. Ich will lieber ein bisschen durchs Leben flowen. Halt dein Maul.
Ich würde mich übrigens über einen Like freuen, wenn ihr... Nee, Geld und materielle Sachen sind überhaupt nicht wichtig, aber lass mal Reichweite da bitte. Weil da gibt Kohlen. Den Stream feiert. Ich weiß, ihr habt kein Bild von mir, aber ich kann natürlich nicht schon wieder meinen Aufenthaltsort preisgeben, Rainer. wo ich meine Facecam zeige. So. Gut. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich würde Das trifft ausnahmsweise mal zu. an dieser Stelle jetzt mal den Stream langsam beenden. Ich hoffe, ihr habt... Rainer, du beendest den Stream offensichtlich sehr langsam, weil der geht nur 10 Minuten. alle euren Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr seid alle mit dabei. Und ich hoffe, ihr seid meiner Meinung, beziehungsweise ihr denkt mit. Hohles Gelaber. Ich hoffe, ihr seid alle mit dabei. Nächste Folge kommt bestimmt, dann schaltet pünktlich ein. Dass ich jetzt da versuchen möchte, einfach nur was Positives in der Welt zu finden. Rainer, wenn du was Positives finden willst, dann mach einen Corona-Test. Ich habe kein Interesse, weiterhin mich mit den Oder oder mach einen Test auf Diabetes. Hatern rumzuprügeln. Daran hatte ich damals kein Interesse und damit habe ich heute kein Interesse. Warum tust du es dann, Rainer? Warum tust du es dann? Ich habe keine andere Wahl. Ich möchte einfach nur mein Leben führen. Ich möchte mit meiner Frau unterwegs sein. Ich möchte mein Leben führen. Ich möchte rauskommen. Ich möchte etwas sehen. Ich möchte etwas unternehmen. Da hält dich keiner auf, Rainer. Da hält dich keiner auf. Mach das, lösch deinen Kanal. Dann sind wir d'accord. Nicht aufgeben, Drache. Das habe ich nicht vor. Wie gesagt, ich möchte nicht einfach die ganze Zeit irgendwelche Probleme verursachen. Dann tu es doch nicht. Ich möchte lieber Probleme lösen. Ich weiß, und das ist... Ich möchte lieber Probleme lösen. Der Problemlösungslord kriegt im Oktober einen Bescheid für die MPU, kümmert sich bis Ende März nicht darum und wundert sich dann, warum sie immer im Lappen zwicken. Ich möchte Probleme lösen. Ganz klar. Deswegen haben wir jetzt ein halbes Jahr lang nicht drum geschert. Das ist jetzt mal ein Gruß an alle an dieser Stelle, die sich damit angesprochen fühlen. Wenn ihr selbst gemobbt werdet, schaut mal, wie mich die Menschen seit 8,5 Jahren behandeln. Es gibt natürlich Menschen, wie viele Leute, die hier auch im Chat schreiben, nicht alle, aber viele, die sich sehr positiv mir gegenüber äußern. Das sind die allerwenigsten, Rainer. Das sind die allerwenigsten. Das ist wie, Rainer ist diesem, ich weiß gar nicht, wie der Effekt heißt, der hat wieder einen schlauen englischen Namen. Aber Rainer fällt gerade diesem Effekt zum Opfer, wie jetzt, keine Ahnung, wenn du 99,99% aller schlauen Leute auf der Welt, aller Wissenschaftler sagen, ja nee, es ist faktisch bewiesen, dass die Erde rund ist, und irgendein Dulli, der auf Crack hängen geblieben ist, sagt, nee, ich glaube aber, dass die flach ist. Und dann kommen dann Leute so, ja, kann man so sehen, kann man aber auch so sehen. Es gibt ja auch Leute, die sagen, dass sie flach ist. Nein, Rainer. Es gibt hier 2, 3 Dullis bei dir im Chat, die dir die Kimme streicheln. Aber die ganze restliche Welt sagt dir, Rainer, lösch dich und mach was Anständiges. Nee, hier will ich alles nicht hören. Die 2 haben recht. Aber es gibt noch viel, viel mehr, leider. Zumindest die jetzt auch auf die Goschen aufreißen und sich aufregen. Die halt eben gegen mich sind. Glaubt mir, wenn ich euch sage, Mobbing ist die schlimmste Form von Gewalt, die es meiner Meinung nach auf dieser Welt gibt. Nein, Rainer. Nein. Mord und Vergewaltigung sind die schlimmsten Formen der Gewalt. Dies auf dieser... Oh, ich krieg grad Zust. Jemand war im Internet gemeint zu mir, das ist das Schlimmste, was es gibt auf der Welt. Ah! Dieser narzisstische Scheißdreck! Ruhig, Blutdruck. Mobbing. Die schlimmste Form von Gewalt. Es ist noch ein paar Wochen her, dass wir gesehen haben, wie ein russischer Panzer ein ziviles Auto einfach aus Spaß überfahren hat.
Aber Mobbing ist viel schlimmer, vor allem wenn das kein Mobbing ist, was er da erfährt. Ja? Wenn jemand in sein Hotel eine Pizza bestellt, ist das schlimmer, als wenn ein Panzer über ein Auto mit Leuten drin fährt. Aussage Rainer Winkler. Schlimmste Form der Gewalt. Ich krieg's kotzen, krieg ich. Und Menschen sind soziale Wesen. Was bedeutet, dass man, wenn man aus einer sozialen Struktur als Mensch ausgeschlossen wird, ja, soziale Strukturen lassen es dich spüren, wenn du dich asozial verhältst. Und das ist, was mit dir passiert. Seit 8,5 Jahren. Lassen dich die sozialen Strukturen spüren, dass das, was du tust, so wie du es tust, wie du sagst, was du machst, nicht geht. Ist nicht in Ordnung, lass es bleiben. Und du ignorierst es komplett. Meistens sehr schnell in Depressionen verfällt. Ich für meinen Teil bin schon immer ein Einzelgänger gewesen. Und es gibt viele Menschen, die auch Einzelgänger sind. Rainer, du warst nie freiwillig ein Einzelgänger. Du wolltest immer der große König sein und große Followerschaft haben und Aufmerksamkeit haben. Deswegen hast du diesen YouTube-Kanal gemacht. Du warst nie freiwillig ein Einzelgänger. Du warst immer gezwungenermaßen ein Einzelgänger, weil du dich asozial verhalten hast und die Leute dich das haben spüren lassen und gesagt haben, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Kommen damit klar, wenn sie ausgeschlossen werden, weil sie kein Problem damit haben. Aber es gibt Menschen, die brauchen soziale Kommunikation, sie brauchen sozialen Zusammenhalt. Und Mobbing ist genau das Gegenteil davon. Mobbing ist genau dafür da, um Menschen aus sozialen Strukturen auszubinden. Die Hater versuchen, mich auf soziale Struktur auszubinden und das seit 8,5 Jahren ohne Erfolg, weil sie meinen, ich hätte keine Freunde, weil sie meinen, ich könnte mir keine Freundin holen, weil sie meinten, ich würde mit anderen Menschen nicht klarkommen. Ich bin jetzt knapp 8 Wochen unterwegs. Ich habe in diesen 8 Wochen etwa 100, 200, 300 Menschen kennengelernt. Von Rainer, Leute an der Rezeption in einem Hotel, ja, die interagieren mit dir, aber die lernst du nicht kennen. Menschen, die einfach an Gaststätten und Rasthöfen viel unterwegs sind, über Menschen, die viel in Hotels unterwegs sind, von kleinen Leuten, die einfach einen Urlaub machen, über Menschen, die wirklich an... Rainer hat sich jetzt laut seiner Fabel, die er da gerade jetzt erzählt, sozial offen gezeigt und hat mit Gästen in den Hotels interagiert und hat die kennengelernt und hat da den Weltenbummler gegeben und Bullshit. Der ist ins Hotel gegangen, ist auf sein Zimmer, hat sein Anime angeschaut, hat sich einen geschleudert und das war's. In Firmen sind von Arbeitern bis hin zu Studenten und hohen Tieren in der Politik und was weiß ich. Ich habe viele Menschen jetzt kennengelernt. Ja, Rainer hat hohe Tiere in der Politik kennengelernt. Rainer wird jetzt demnächst Bundesmobbing-Minister, weil er so gute Kontakte in die Politik hat. Kannst du nicht ausdenken. In den letzten 8 Jahren, in den letzten 8 Wochen, 8 Monaten. Nee. 8 Jahren, 8 Monaten. 8 Wochen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, viele von denen, als ich denen meine Situation geschildert habe, haben gesagt, sie können es nicht nachvollziehen. Da kommt das wieder Bullshit, der Lille Train nach Bullshit Town. Nein. Da ist niemandem dann. Lassen wir das. Wir wissen, dass es gelogen ist. Warum ich so schlecht behandelt werde. Oder generell, sie können es nicht nachvollziehen, warum ich so beleidigt werde, so angegriffen werde, weil ich letzten Endes ein Mensch bin, mit dem man reden kann, weil ich ein Mensch bin. Ja, das hat man gemerkt, Rainer. Leute, die bei dir vor der Schanze gestanden sind und gesagt haben, Rainer, ich möchte nur mit dir reden. Verpiss dich, du Hurensohn, ich reiß dir die Eingeweide raus, hast mit Äxten geworfen, so. Bone Klings kann über den denken, was man will, aber ist aus Amerika hergeflogen, um mit dir zu reden, ja? Hast ihm auch die Prügel angedroht. Halt einmal. Mit dem man sich gut verstehen kann. Ja, mit dir kann man sich gut verstehen, wenn man dich beim Schwadronieren nicht unterbricht, dir immer zustimmt und dir massivst in den Arsch kriegt. Dann, wenn man dir dein fettes Ego hinter deinem Arsch nachträgt, dann kann man sich gut mit dir verstehen. In dem Moment, in dem so ein bisschen Kritik
abkriegst, ist hier Hater, Bannhammer, raus. Aber im Prinzip ist es ganz einfach. Die Hater versuchen, meinen Ruf zu beschädigen. Nein, Rainer, deinen Ruf beschädigst du selber. Also dein Ruf war nie sonderlich großartig und du hast ihn absichtlich voll gegen die Wand gefahren. Niemand hat dich zu Sachen wie der Holocaust-Aussage, der Wien-Aussage, der Maradona-Aussage, den ganzen sexuellen Belästigungen, die du begangen hast, dem Axtwurf, oder niemand hat dich zu dem ganzen Scheißdreck gezwungen. Deinen Ruf hast du dir komplett selber ruiniert. Was ihnen bedauerlicherweise sehr viel gelingt. Und ich glaube, da habe ich eingeschalten heute Mittag. Heißt letzten Endes auch im Klartext, Da spielt ja wieder Cookie-Clicker im Hintergrund, kann es sein? wenn die Hater Cookie-Clicker spielen? mich weiterhin angreifen und mich weiterhin belästigen, wird es auch weiterhin so gehen. Aber ich denke, früher oder später Wird der Hate weniger. wird es genug Menschen geben, die auch mich kennen, wie ich wirklich bin. Ja, richtig. Es gibt schon genug Menschen, die dich kennen, wie du wirklich bist. Ja? Die nennen sich Hater-Gemeinde oder Kritiker, wie wir uns gerne bezeichnen. Das sind die Leute, die dich kennen, so wie du wirklich bist. Und es werden immer mehr offensichtlich, wenn ich mir das anschaue hier, wie viele Leute in der letzten Zeit irgendwie dir in deinen Chat reingemettelt haben, dass sie dann das Abo kündigen, weil sie sich deine Scheiße nicht mehr anhören können. Ich bin nämlich niemand, der einfach rumschreit. Ich habe vor einiger Geil. Wir erinnern den Eierwurf aufs Auto, den Sommer-Meltdown, den 30. Geburtstag. Ihr kennt es euch aus. Er ist niemand, der einfach rumschreit. Zeit, ich habe vor einiger Zeit einen Bericht von Hatern gelesen. Die hatten irgendwo, ich glaube, es war im Telegram, hatten sie einen Post gesetzt und hatten gesagt, dass sich ein Hotel aufgeregt hat darüber, dass sie einen Gast hätten, der beim Frühstück immer rumschreit. So. Nein, da hat jemand eine Trollbewertung unter ein Hotel gesetzt, in dem du drin warst. Und haben behauptet, das sei ich gewesen. Dabei stimmt das überhaupt nicht. Das ist jetzt genau wie die Ofenkäse-Geschichte. Da hat jemand eine Fake-Bewertung abgegeben für das Hotel, wo er drin war, und hat dann da erzählt irgendwie, dass da dass ein Oger sein Unwesen treibt. Und es hat halt dann ist halt dann in den entsprechenden Kanälen gepostet worden, aber das ist wie die Ofenkäse-Geschichte. Dass sich da wieder dran aufhängt, ist halt lächerlich as fuck. Der einzige Grund, warum ich rumschreie, ist, wenn man mich angreift, meine Familie angreift oder meine Gegenstände bzw. meine Existenz angreift. Nein, niemand greift deine Existenz an. Sei es jetzt mein Auto, sei es mein Haus. Du besitzt kein Haus mehr und dein Auto steht auf dem Abschlepphof, weil du keinen Lappen mehr hast, Rainer. Ich bin niemand, der wahllos rumbrüllt. Doch, Rainer. Alter, wie unreflektiert kann man eigentlich sein? Das ist, wie wenn ich jetzt sagen würde, ich bin niemand, der ab und zu unvernünftig viel Alkohol trinkt. War ich damals nicht, bin ich heute nicht. Wenn ich schreien will, um meine Aggression, meine Wut rauszulassen, dann gehe ich irgendwo in den Wald, wo mich niemand hört. Ja, das haben wir mitbekommen in den letzten 10 Jahren, Rainer. Wie du immer in den Wald gegangen bist zum Brüllen, ne? Dafür brauche ich nicht irgendwelche Leute, die ich anschreie. Ich sag bloß, du blöder Hurensohn, oder ich reiß dir die Gedärme raus, ich spalte euch den Schädel. Ihr werdet mich niemals besiegen. Rhabarber. Und ich habe es nicht nötig, rumzubrüllen. Ich habe eine Stimme und da kann mir, denke ich, jeder zustimmen. Ich habe eine Stimme, die durchdringend ist. Nein, keiner. Hast du nicht. Ich brauche nicht zu schreien, um mir Gehör zu verschaffen. Warum tust du es dann? Ich habe Möglichkeiten und andere Wege, mir Gehör zu verschaffen. Ja, zum Beispiel Leuten mit Taschenlampen auf die Rübe donnern,
Autoscheiben einschlagen, ne? Pflasterstein schmeißen. Rumschreien ist etwas, was aus der Aggression und aus der Wut heraus entsteht. Und Aggression und Wut Aggression und Wut entsteht daraus, dass mich Leute angreifen. Meine Mitmenschen angreifen. Nee, das entsteht daraus, dass du dich überhaupt nicht unter Kontrolle hast. Oder meinen Besitz angreifen. Das ist der Grund, warum ich schreie, weil mich das wütend macht, wenn man mich oder andere Menschen, die mir wertvoll und wichtig sind, irgendwie bedroht. Und das ist etwas, was aber nahezu jeder Mensch, ob es jetzt ein kleiner asozialer Hater ist, Ein asozialer Hater, aber er will ja nicht provozieren. ob es jetzt ein anderer normaler Mensch ist oder ob es ein großer Gelehrter ist. Das ist eine Sache, die so gut wie jeder Mensch nachvollziehen kann. Das ist richtig. Es gibt Dinge, die einen wütend machen. Mich macht auch sehr vieles wütend. Du zum Beispiel. Ja? Und ich werde hier auch immer mal wieder ein bisschen lauter. Aber wenn ich draußen eine Konfliktsituation habe, schaffe ich es, meine Wut so unter Kontrolle zu halten, dass ich mir denke, nein, jetzt irgendwie ausrasten, bringt niemandem was. Wir versuchen das Ganze zivilisiert wie erwachsene Menschen zu klären und dann kommt man schneller und einfacher aus so einer Nummer wieder raus. Aber du hast null Kontrolle über dich selber. Du rastest einfach jedes Mal komplett aus. Und natürlich sind auch deswegen die ganzen Jahre immer wieder Leute hingekommen, weil die ganz genau gewusst haben, so hier um den Tanzbär tanzen zu lassen, musst du nicht viel tun, musst eigentlich nur auf der Straße stehen und ein Bier trinken. Schreien ist Intoleranz und letzten Endes Gewalt. Schreien ist keine Gewalt, ist auch keine Art von Form der Gewalt. Doch, Rainer? Doch. Ich glaube, jeder, der schon mal irgendwie in so einem amerikanischen Bootcamp von so einem Drill Sergeant angebrüllt wurde, wird dir da widersprechen. Formen von Gewalt ist körperliche Gewalt und verbale Gewalt. Leute anschreien, du Hurensohn, ich reiß dir die Gedärme raus, ist natürlich keine Gewalt. Also nicht, wenn Rainer es tut. Beleidigungen zum Beispiel zählen zu verbalen Gewalt. Das gleiche zählt für beleidigende Aussagen oder herabwürdigende Aussagen. Wie zum Beispiel. Aber nur, wenn sie gegen Rainer gerichtet sind. Wenn Rainer das tut, ist das in Ordnung. Was willst denn du Kleiner? Das ist herabwürdigend. Und das ist wiederum eine Form von verbaler Gewalt. Es gibt Möglichkeiten, verbale Gewalt sehr intelligent zu verwenden, sodass sie nicht gleich offensichtlich für jedermann ist. Und es gibt die Möglichkeit. So, wenn man jetzt jemanden als retardiert, resoluten Rohrkrepierer bezeichnet, dann wäre das schlau ausgedrückt. Verbale Gewalt sehr offensichtlich zu äußern, wie zum Beispiel du Arschloch. Das sind Formen von Gewalt. Genau. Und Schreien ist auch eine Form von Frustration. Soweit pflichte ich dir bei. Aber diese Frustration wird ja durch irgendwas hervorgerufen. Ich habe es euch vor Jahren schon mal gesagt. Versucht nicht den Schuldigen zu finden. Weil er offensichtlich ist, weil du derjenige bist. Indem ihr den offensichtlichsten Weg eingeht. Doch, Rainer. Wenn man Hufgetrappel hört, an Pferde denken. Und wenn ich Ogergebrülle höre, denke ich an dich. Wenn jemand rumschreit, überlegt euch nicht, wenn jetzt jemand mitbekommt, der rumschreit, überlegt euch nicht, warum der rumschreit, sondern versucht den Grund dafür herauszufinden. Rainer, das sind Synonyme. Wenn ich mir überlege, warum er rumschreit, versuche ich den Grund dafür herauszufinden. Das ist wieder dummes Dahingebrabbel. Denn es gibt ja, sich zu fragen, warum jemand rumschreit, oder dann hat sich darüber aufzuregen, dass jemand rumschreit, bringt nichts. Man muss den Grund herausfinden. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Straße jemanden treffen würde, der hier plötzlich rumschreit, ja, dann würdest du ihm die Prügel androhen. Würde ich hingehen und fragen, was los ist, ob ich ihm helfen kann. Ja, genau das würde er machen. Oh, meine Fresse. Die Hater allerdings würden hingehen und versuchen, dafür zu sorgen, dass ich rumschreie. Also, wenn es die Hater jemanden sehen,
der rumschreit, fahren die zu dir und versuchen, dass du rumschreist. Aber kein Also Scheiß. im Prinzip würden sie genau den gegenteiligen Part einschlagen. Oder Pfad einschlagen. Und genau das ist es, was ich halt vorhin auch schon gesagt habe am Anfang vom Stream. Für die Leute, die jetzt neu dabei sind, würde ich empfehlen, schaut euch mal den Anfang vom Stream an. Da habe ich nämlich einiges zu dem Thema gesagt. Auch zum Thema... Nein, am Anfang vom Stream hast du erst mal 5 Minuten lang darüber schwadroniert, dass irgendjemand behauptet hätte, dass du mit 5 Kilo Ofenkäse rumreißt. Und nicht begriffen hast, dass das einfach nur ein Trollpost war. wie man systematische Zerstörung eines Menschen betreibt. Ja, systematische Zerstörung. Was derzeit bei mir läuft. Denn ich bin derzeit nicht mehr in der Lage, mein Auto zu führen. Daran bist du selber schuld. Weil ich es nicht mehr darf. Und ich bin nicht mehr in der Lage, eine Wohnung zu finden. Daran bist du selber schuld. Weil ich nicht mehr die Unterstützung bekomme, die ich dafür benötige. Nein, niemand ist auf Unterstützung angewiesen, um eine Wohnung zu finden. Für jeden Menschen ist es ein Act, eine Wohnung zu finden. Ich habe mal, das ist jetzt schon länger her, das war 2012, eine Wohnung in München gesucht. Pain in the ass. Das war nochmal ein extriger Fulltime-Job neben meinem Fulltime-Job. Eine fucking bezahlbare Wohnung in München zu finden. Es ist nicht leicht für normale Leute eine Wohnung zu finden. Für ihn natürlich, und das hat er sich hundertprozentig selber zuzuschreiben, ist es nahezu unmöglich. Aber da ist er selber schuld. Das Geilste daran ist, ich bin es nicht, der hierher gegangen ist und in Wie er gerade vermieden hat, derjenige zu sagen. irgendwelchen Hotels angerufen hat und da permanent Telefonterror betrieben hat. Ich bin es ebenfalls nicht, der hergegangen ist und tausende Pizzas für ein Hotel bestellt hat. Pizzen, Rainer, Pizzen. Ich bin es nicht, der auf dem Grundstück fremder Menschen herumrennt und da Fotos macht. Aber all das haben die Hater allein in den letzten 4 Tagen gemacht. Und mal abgesehen von den letzten 8,5 Jahren. Ich bin auch nicht der Mensch, Er hat schon wieder derjenige vermieden. der hierher geht und irgendwelchen Leuten aufs Maul haut. Doch, der bist du. Dafür bist du mehrfach verurteilt worden, Rainer. Außer um sich zu verteidigen. Nein. Ich habe von ungefähr 100 Hatern aufs Maul bekommen. Und ich habe mindestens genauso vielen auf die Fresse gehauen. Nein, weil du den nie erwischt hast, Rainer. Ich bin nicht stolz darauf, dass ich Menschen verletze. Doch, bist du. Du erzählst immer deine Heldenstories. Die Hater, die du dann im Bach irgendwie halb ertränkt und krankenhausreif geprügelt hast. Die Messerstecher in Nürnberg, die du im Roundhouse-Kick entwaffnet hast. Den ganzen Scheiß. Du bist, also, wir wissen, dass das alles gelogen ist, ja. Aber du flexst mit Gewalttaten, die du nicht mal begangen hast. Also findest Gewalt schon ziemlich geil. Im Gegenteil, ich fühle mich danach jedes Mal schrecklich. Aber irgendwie muss ich mich und mein Leben verteidigen. Niemand bedroht dein Leben, Rainer. Und besonders die Menschen, die mir am wichtigsten sind. Ja, du und nochmal du. Und das sind nicht die Hater. Nee, das ist Drachenlord, Rainer Winkler und Herr Wongel. Das sind, und bitte entschuldigt, nicht einmal meine Fans. Oder auch meine neutralen Freunde, meine Familie, meine Frau und gegebenenfalls irgendwann auch meine Kinder. Rainer, du hast keine Freunde. Frau, gebe ich dir mal. Und deine Familie hat dich verstoßen. Die wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Mit diesen Worten würde ich mich jetzt verabschieden. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und die Leute, die sich hier im Chat heute wieder daneben benommen haben, ich hoffe, dass ihr irgendwann genug Intelligenz besitzt. An die Leute, die sich im Chat seiner Meinung nach daneben benommen haben, herzlich willkommen in der Hater-Community. Ihr seid mit offenen Armen aufgenommen. Schön, dass ihr es endlich auch begriffen habt. Aber wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. Um darüber nachzudenken, wie ihr euch hier verhaltet habt. Und wenn es nur in der Sekunde Verhaltet. des Todes ist, in der ihr dann irgendwann abkratzt. Oh, jeder jetzt wieder pathetisch. Weil ich hoffe, dass ihr spätestens dann die Einsicht habt. Weil wenn ihr nicht mal daran die Einsicht habt, dann seid ihr für immer verloren. Alter.
Das kannst du nicht ausdenken. Ich danke euch fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und danke für die Unterstützung. Für die Barne bedanken. Nicht vergessen. Oh leck, da war alles dabei. Da war alles da. Das war goldenes Met jetzt. Es waren 42 Minuten goldenes Met. Auf 2 Stunden 10 Minuten ausgewälzt. Ja, sorry Leute, ihr wisst, ich kann mir nicht kurz halten. Das muss raus, das brennt mir ein Loch in die Zunge. Deswegen habe ich den Kanal gemacht. Also wir fassen zusammen. Rainer ist fürchterlich schockiert, dass irgendjemand glaubt, dass er 5 Kilo Ofenkäse besitzt. Rainer versteht nicht, warum er ein halbes Jahr, nachdem ihm der Bescheid zugeschickt wurde, dass er seine MPU machen muss, weil er so uns einen Lappen gezwickt wird, dass er dann wenn er das immer noch nicht gemacht hat, auf einmal den Lappen gezwickt kriegt. Rainer versteht nicht, warum ihm eine Behörde keine Unterlagen zuschicken kann, wenn er keine Anschrift hat. Rainer versteht nicht, dass er keine Anschriften mehr hat, obwohl er das Haus verkauft hat und es inzwischen abgerissen ist. Und an allem sind die Hater schuld. Das ist fürchterlich. Okay, Leute. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Lasst es krachen. Und dann sage ich Met Love.